Sehr gut, dann begrüßen ich damit für ein von den, nee, für die wichtigste Sitzung, nee, ein von den wichtigen. Also normalerweise ist das Budget die wichtigste, wenn wir wieder mal schon eine PRG hatten, die war mindestens genauso wichtig. Und da haben wir gleich ein paar Ajouren zu machen. Also, mein Propos ist die Reihe vom Chef, wir haben für dich die Ajouren, aber wenn wir die dann durch, da gehen wir dann eigentlich auf den eigentlichen Punkt, das ist den Budget als dann den 2.7 normalerweise, wenn sie 6 Ajouren. Und wir müssen als Chefrat auch nach einen Ajour machen, wo kleine dann nur den Ajouren von der DP, da gibt dann 2.7, gehen dann als 2.8 von alten Ajouren drauf sind. Dann deelte Claude ein Kreer am Detail aus, was drauf gesagt ging, also noch wie dann die neuen Tableau rekapitulativ was, weil das die Ajouren und die Pakt auf dem Tableau rekapitulativ, das machen wir dann no und dann immer an Diskussionen. Das wird. Ja, merci dafür. Also wir haben effektiv eine Reihe Amendementen, die wir als DP proposieren. Und die Amendementen, die gehen sich aus DP-Forderungen von den letzten Jahren raus. Das erste Amendement bezieht sich auf die Motion, die wir für Shopping-Prinzipien geholt haben, und die auch mitgedroht gouf, majoritär gestimmt gouf, und dadurch hat die als Chefrat auch dazu engagiert, solange wie de Shopping noch nicht effektiv ist, für Pop-up-Storen zu fördern. Das aktuell Pop-up-Store möglich, und diese soll dann Eisen auch so ausgeschrieben sein. Wir freuen dem nur als ersten Amendement, dass ein Reset ordinär von 15.000 € angesagt wird. Und dass auch ein lokale Kader für Pop-up-Storen gesagt wird. Wir können uns orientieren. Ich meine, das hat mit Laschke schon gesagt, zum Beispiel in der Stadt Lützeburg, die nur auf ihrem Internet sieht Explikationen zu ihren Pop-up-Storen, die sie verlohnen. Und für den Fall, wo die Gemeinde weiter surface lohnen, das können wir natürlich nicht ersetzen, weil das hypothetisch ist, kann ihn durchaus dann auch noch vielleicht die einen oder den anderen Montant dann noch beisetzen. Das ist den ersten Amendement. Willst du sie einzeln gern oder soll ich sie alle präsentieren? Merci. Da gibt es einen neuen Artikel, das ist den 2/4/708212, dann /990011. Da gibt dann 15.000 € kommen als Reset. Ne? Da gebe ich froh, wenn das mit dem Amendement einverstanden. Das ist unanim. Gut. Als zweiten Amendement froh mir, dass der Subsid von der Union Commerciale et Artisanale von aktuell 15.000 auf 20.000 € herabgesetzt wird. Das geht einerseits auch auf als Motion zurück, die wir am letzten Gemeinderat gestimmt haben, wo den Engagement geholt ist, mit der UK zusammen zu schaffen und die Lokalkommerzen gleich zu behandeln, wie all potenziell neue Geschäfte, die auf Bierstand noch kommen. Andererseits ist die UK auch von der generellen Inflation betroffen, notamment Publizitätskosten, die hauptsächlich auch an der Konvention visiert sind, die gehen auch mit Eier an dadurch eben die Demande für die Subside schon an dem Budget drauf war, mit 15.000 € war auf 20.000 € herabzusetzen. Ja,
Dat wär op der seit 40. Den hast schon dran den findet du just dat man von den 15 gif man op 20 opgoen. Dat fand ja. Ma ja, da gebe ich vor, wenn das mat der doten Änderung averstanen, dass da noch übernehmen. Den dritten Amendement schon Zeiten ha effektiv auch dabei stehen, also ob der seit 103 vom Budget an geht op Teichwasser vom letzte Joarreck an op Forderung, die mir als DP hat nur enger besser Sensibilisierung von de Bierger. Dorop sinn hat die als Schafferrot von engem Heichwasser geht fir d Bierger geschwart. Das sind ass bis haut awer net explizit am Budget et Stiwohl Frédétude pour la gestion des crues für 80.000 € am Budget. Das awer kein konkrete Posten fir een Heichwasser giet an dem Budget dran. Dafür froh mir, dass eben net nimmen eng Etude mir och den Heichwasser giet explizit mat enger Depense extraordinär vun 10.000 € an de Budget gesat gëtt. Vielleicht direkte Explikation hannen run, weil fir d'Etude am Budget Subsid von 100% von de Kächten vier gesehen gouf, proposeiere mir auch für diesen Heichwasser geht auch ein Reset extraordinär von 100%, dem nur von 10.000 € anzusetzen. Da das dann nicht auf der Seite 103 mir erinnert den Reset extraordinär, die eben derselbeste Punkt, nämlich den 550. Seit 85 aus dat. Okay. Also ich wiederhole also wird die Depense extraordinär seit 103, dat wäre ein neuen Artikel an de 4/550/211 300 und dann ein /23/062 für den Artikel. An den Pont oder zo, dat heißt die Reset extraordinär, das ist dann auf der Seite 85. 10.000, ja. An Subvention, also gibt auf der Seite 85 angedroht gehen, das dann den Artikel 1/550/168/300 und dann /23/062 und das ist dieselbe Monat auch 10.000 €. Ich stelle für dich Depense zum Wort von der Stimme da verstanden. Merci. Und dann dasselbe den Korollär Reset extraordinär, wie hast du mal da verstanden? Das ist auch übernehmen. Gut. Dann kommen wir bei den 2 Feier. De feierten Amendement geht op eng DP-Forderung von 2018 zurück, wo mir generell nur engem ugepassten Infrastruktur für eler Leute generell für Leute mit angeschränkter Mobilität gefroht tun. Eng von also Forderungen Demos verde von enger glatter Streif über de Pavé von der Mordplatz bis bei den Trifolien und Basilika. Am Budget 2023 stehen wie auch schon die Lastjoren Frédétude, Réaménagement de la zone piétonne, Rue de la Gare et Place du Marché von 50.000 €. Diesen Budgetsposten beinhaltet aber an Eisen A nicht explizit auch so ein Glattstreif über den Pavé. Dafür proposeiere mir einen spezifischen Budgetsposten mit einer Depense extraordinär von 25.000 €. Hij kann den sich auch einen Konkurs d'Architekt vorstellen, für eine ganze Reihe von Ideen zu kreieren, wie man Deplacementer von Leuten mit eingeschränkter Mobilität, die was Platz verbessern können. Weil wir auch heute der Meinung waren, dass sie für so eine Etude auch ein Subsid kennt aufrufen beim Mobilitätsministerium oder auch bei dem Familienministerium, wo mir heute proposiert für ein Reset extraordinär auch anzusetzen von 5.000 €. Das ist eine Depense extraordinär von 25.000 an ein Reset extraordinär von 5.000 €. Ja, also was lo die Ausgabe belangt, das wird seit 107. Seit 107 gibt es einen neuen Artikel gehen.
Und das ist den 4/621/211 3x0 und dann /23 059. Und da gibt da 25.000 Euro Depense für gesehen an den Corollaire dazu, also auf der Seite 86 am Budget. Und das wäre auch ein neuer Artikel, das wäre dann den 1/621/16.8 3x0 und dann /23 059. Also du gibst dann ein Subsid von 5.000 Euro für gesehen. Ja. Sind da matt kommen. Da gebe ich für dich Depense extraordinär für 25.000 zum Wortstellen, wie hast du mal da verstanden? Das ist unanim. Und dann du noch den eventuelle Subsid von 5.000 Euro, wenn hast du mal da verstanden? Okay, auch da das dann unanim Durchgang. Beim 5. Amendement geht es Parkplätzen am Kehr von Irsternach. Am Budget 2022 waren noch 30.000 Euro am Budget 4 gesehen für den Réaménagement de Parking dans la rue du Pont. Am Projekt vom Budget dem Ekrito von 2023 war diese Posten ob 0 Euro gesagt gehen, ohne dass sie an dem Budget rektifier von 22 umgesagt gouf. Die 30.000 Euro, die sind davon herkommen, dass wir als DP für eine längere Zeit gefroht hatten, dass sowohl für an der Post wie auch an der Rue du Pont weiter Parkplätze gingen am Kehr von hier nach vorbeikommen und dass so wie bei der Post auch Heigäfen schräg Parkplätzen angezeichnet gehen für so ein paar weiter Parkplätzen am Kehr von hier nach zu holen. Wir freuen heute, dass die zusätzlichen Parkplätze weiterhin am Budget 23 auch dranbleiben. Das heißt, dass ein Depense extraordinär von 30.000 Euro für das Reaménagement von diesen Parkplätzen an der Rue du Pont für 23 vorgesehen. Voilà. Das ist die Hai. Das ist effektiv die Erklärung, wie man nicht drauf wäre. Wir haben das hier geprüft, wir haben das angezeichnet, aber für das das funktioniert, müssen wir sonst nicht machen. Weil die schief, dann gehen die relativ weit raus, aber wenn die dann abpacken, respektive rauspacken, da fuhren sie relativ weit ran an das gut mir gesagt, wenn das Briefe gelassen und da hat man gesagt, dann muss da ich sonst nicht entscheiden. Das haben wir problematisch empfunden. Wir hätten ganz gern die Parkplätze gehabt, aber sonst nicht. Da machen wir auf der einen Seite machen wir Leute froh, wenn wir Parkplätze haben, wenn wir sonst nicht machen, dann machen wir Leute unzufrieden, wenn wir dann Trafik generieren. Und dafür haben wir das rausgeholt eigentlich. Das war die Erklärung. Wir können dran setzen, wir können einen Brief verlassen und da guckt man nachher, wo man ein Dossier, dann nehmen wir ein Dossier hin und da können, also wir machen nicht, wenn wir dann ein Budget setzen, ne? Da können wir das realisieren. Wir müssen da gucken, ob es, wenn wir gucken mit den Ingenieuren oder mit den Dingen und dann so können wir das erklären, dafür mir die Fälle gelassen. Ich habe proposiert, komm, wir setzen ein Budget, dann haben wir nicht falsch gemacht. Wir gucken, ob wir relativ zeitnah dann am Gemeinderat ein Dossier fehllegen und dann muss man eine Decision holen, was Sinn möchte. Ja? Dann kann wir setzen einfach mal dran, dann haben wir sicherlich nicht falsch gemacht. Das gibt auf der Seite 110 gibt das hier passen. Das ist eine Augmentation, die weil dem Hügel 4 gesehen hat. Und das wird in Artikel 4 623 22 13 13 und dann /19 0
7 und da gibt man dann op 30.000 Euro gehen. Ja, ja, ja. Und dann kommt noch den 2.6, den ist an 3 Deler gedeelt. Pardon, ups, ja. Dann kommt erst mit dem neuen Artikel von 30.000 Affersternen übernehmen. Ja, gut. Sorry. Okay, an die 6. Amendement, der geht zurück auf eine Motion, die mir am September des Jahres mit der Fraktion von die Grünen angeregt haben, nachdem das europäisch und national gesagt gouf, überall da, wo es möglich ist, Energie zu sparen, es war darum gegangen, auch lokal Energie zu sparen. Und mit dieser Motion war auch das Engagement geholt gehen, dass Energie soll gespart gehen bei den Infrastrukturen, die der Gemeinde gehören oder von der Gemeinde geriert gehen. An der Diskussion, die wir im September hatten, da war gesagt gehen, dass die Belichtung an ihr schon noch recht zu 50% auf LED umgestellt gouf. Allerdings hängen wir mit dem to andere Gemengen hannen drohen. Es sind nämlich schon eine ganze Reihe Gemengen, die über die letzten Jahre auf ihre Mesure auf 100% LED-Luchten übergegangen sind. Und wir wollen nur sicher mit diesem Budgetposten, dass wir diese Switch auf LED-Luchten hier an ihr schon noch beschleunigen, womit wir eben auch können bei der Belichtung Energie sparen. Daher proposieren wir, dass neben der Dépense extraordinaire vom den Claude hat man eine Explikation gehen, dass man da dann beisetzen. Es gibt eine Dépense extraordinaire mise en état et renouvellement de l'éclairage public dans le centre-ville. Und das ist eine Dépense extraordinaire auf der Seite 120. Du stehst schon ein rund 43.000 Euro dran. Und wir proposieren, dass zusätzlich 60.000 Euro an diese Budgetsposten für 2023 angesagt gehen. Die 43.000 Euro, die stehen noch am Rektifier von 2022, die sind aber a priori auch noch nicht gezogen. Mir als Proposition war die für 100.000 Euro anzusetzen, weil eben schon 40.000 Euro am Budget stehen, proposieren also malo gefrot, dass 60.000 Euro als Dépense extraordinaire für die Modifikation von dem Éclairage public an LED vorgesehen gehen. Ähnlich wie das auch an andere Gemenge gemacht gehen, als proposieren wir parallel zu dieser Dépense auch 2 Recettes extraordinaire anzusetzen, mit einem Subsid vom Staat an Höchst von 5.000 Euro, an einem Subsid über das System von den Eno-Prim an Höchst von 3.000 Euro. Ja, genau. Also den Augmentation, die fand der Karl gesagt auf der Seite 120. Das ist den Artikel 4, 640, 222, 100 und das slash 21.046. Da gibt man dann 60.000 Lot setzen. Dann die echt Prim, die gibt auf Zeit, ne, die kommt dann zu auf Zeit 87. Die kommt dann zu auf Zeit 87 und zwar direkt in der Nähen. Also die normal Subsid von 5.000 Euro, das wäre ein neuer Artikel 1/16.8/3x0/23.060 und dann die Eno-Prim drönner ganz handeln einfach 23.061 an dem hat 3.000 Euro. Ja. Und dann vorne statt nach zum Wort für die 6.000 als Zusatzausgabe, wie hast du mal da verstanden? Merci. Dann die Prim von 5.000 Euro, wenn hast du mal da verstanden? Unanim. Und die andere Prim von 3.000 Euro, wenn hast du mal da verstanden? Auch unanim. Merci. Da wären alle in die Punkte drauf kommen, die waren am Anfang nicht dran, der Claude verdient eigentlich just den Budget, weil da tut dann halt den Tableau rekapitulativ, was dann liegt auch nicht.
Mir dann denke die Zölle mat den doten Dinger wir sind davon ausgegangen, dass doten durchgeht. Dafür man da ausgerechnet. Ja, du kannst noch schicken. De Claude, die schenkt auch de neue Budget dann ein, wo das alles dran ist. Wir wollten aber auf der Basis von dem Budget, den der hat, initialement, wollte man mal vielleicht die Gemengerot machen. Aber der kriegt dann ein komplett neues Budget, wo das alles schon dran ist. Mit das aber den Tableau, dem eigentlich auch nicht unwichtig ist. Fehlt nach enger, ja, vor, ja. Ja. Können reagieren op den Punkt von den Amendementen eigentlich von der DP, die mal gestimmt haben vom Kobas. Ja, für dich mal Carol, merci für die Explikationen zu den Amendementen und für Lof als einmal unzumerken, dass wir natürlich mit keinem von diesen Amendementen inhaltliche Probleme haben. Dafür haben wir die auch mitgestimmt. Vieles aus einer neuen ein Rang auf 4 Streiche von Punkten, die unserer Meinung nach auch teils schon am Budget dran sind, wie auch schon erklärt ist. Die meisten Amendementen denken dafür echt der Visibilität von einem Sujet, wie dort sie eine grundsätzliche Kurskorrektur vom Budget wollen. Das wäre aber besser nötig gewesen, an eine Shift in Richtung Nachhaltigkeit, an Richtung finanzielle Stabilität, als leider auch am Budget 2023 als Meinung noch nicht zu erkennen. Plosteren geht da leider nicht durch. Dafür müsst ihr über das kleine Korrekturen, die man geholt haben, wie die DP häufig geschlagen hat, müsste man eigentlich an diesen rausgehen. Aber für grundsätzlich Verschiebungen zu machen, müsste ein ganz anderen Exerzice gemacht werden. Verschiedenes hat an Eisen müsste raus aus dem Budget neue Prioritäten müssten dabei kommen, beziehungsweise das Budget müssten auf verschiedene Punkten abgestockt gehen. Wir sind aber leider total hannen auf hierbei. Des Weiteren können den Exerzice von der DP auf alle Budgetsposten machen. Wir sind auf viele Plätzen konkret Mesuren mehr sichtbar machen, da hier ein Exerzice, mit dem wir heute nicht fertig gehen. Und das will ich okay. Das ist auch der Grund, für was wir, und wofür wollte ich aber intervenieren, für zu erklären, für was dass wir keine eigenen Amendementen reagieren haben. Wir stimmen nur über kleine Akzente, da haben wir aufgestimmt, die alle gut sinnvoll sind. Das steht gar nicht so froh. Aber die grundsätzlichen Probleme von diesem Budget gehen da leider nicht angepackt. Auf die grundsätzlichen Punkte kommen der Christoph an der Stunde an unser Budget zurück. Wenn ich aber die einzelnen Amendementen just ein kurz durchschaue, wir haben Carol erklärt. Zum ersten Amendement wollte man sagen, dass das Amendement natürlich kohärent zu dem ist, was votiert ist. Du hast es gesagt, hier im Gemeinderat. Aber mit der Idee an der Arbeit und Pop-Up-Store sind wir prinzipiell auch einverstanden und haben das auch schon mehr oft gefordert. Die Reset geht hier sichtbar gemacht, für uns ist das okay, dafür haben wir das auch mitgestimmt. Wir gehen ihr just gerne mal auf den Weg, die erste nachher Geschäftsleute nicht zu vergessen, wie das auch schon oft gesagt ist. Zum zweiten Amendement von der UK möchte ein immens wertvolle Arbeit, die oft über das rausgeht, was sie müssten machen. Ihre Budget abzusetzen, fanden wir dafür ganz richtig. Wir freuen uns aber, ob wir nicht hat können, mehr einen großen Hof machen. Wir gingen diesen Punkt, haben wir dafür auch mitgestimmt. Die Wasserverwaltung beim dritten Amendement an die Wasserverwaltung an dem Minister haben erst danach am August 2021 encouragiert, den neuen Guide zu machen und auch hier Unterstützung zugesagt. Die Gemeinden kriegen das integral vom Staat remboursiert, so wie man das erklärt kriegt, noch diese Punkte am Budget visibel zu machen, war dafür für uns auch okay. Froh ist, wie beim Punkt 1, ob es nötig ist, für so rauszustreichen. Die zweite Ummerkung zu diesem Amendement ist, an mengeriert werde ich darüber angehen, dass wir hier mehr groß umgesetzt hätten. Neben einer Broschüre, die viel konkrete Mesuren Terrain anzuplanen, für besser bereit zu sein. Wir sind der Meinung, dass die Gemeinde wesentlich mehr Geld abplanen für die Wolle Heichwasser und Klimaanpassung, wie das am aktuellen Budget der Fall ist. Das vierte Abonnement in dem Posten, wie wir gesehen haben, mise en état des bâtiments et de la voirie pour personnes à mobilité réduite. Hier waren 2022 vorgesehen 208
1440.000 Euro vorgesehen, realisiert goufen der aber null. Das Jahr sie für dieses Budget 200.000 Euro vorgesehen, DP Freter 25 für eng Band, für uns für dat an dem Budget zu fannen gewircht, an mir pochen drauf, dat 2023 mehr realisiert wird. Von DP lo will 25.000 dabei, für konkret eng Band über den Markt, dann ist das natürlich für uns okay. 2022 waren 30.000 vorgesehen für das Reaménagement für die Rue du Pont. Am 5. Amendement sind wir darüber zurückgekommen. Auch hier auf kein Budget ausgehen. Die hat gerade erklärt, für was. Da gucken wir, wie wir da können viel gehen. Bei dem 6. Amendement prinzipiell also für uns so, dass haut all Luchten, die neu gemacht gehen, ja sicher auf LED umgesetzt werden. Für uns ist es normal, dass ein Gemeng das möchte an dem neuesten Stand von der Technik ist. Das ist auch ein Teil vom Klimapakt. Andere Gemengen, wie du gesagt hast, machen übrigens nicht nur eine Wechsel auf LED, wir passen auch auf Lichtverschmutzung, und das ist ein großes Thema an den Naturparken, und planen für diese neue Volley-Budget an. Der Wechsel auf energiesparend LED geht vom Staat auf vom Stromanbieter am Kader vom Energieprogramm am Klimapakt unterstützt. Ausgaben nach Resetten mehr sichtbar zu machen, anderem, als für uns natürlich okay. Wir denken und hoffen, dass als Service immer alle Subventionen aufrufen, dafür ja auch von uns zu diesem Amendement mit der Remarque, dass dieser Punkt für uns sowieso am Kader vom Budget angeschlossen wird wird und durch das Amendement just eben mehr sichtbar wird. Merci. Okay. Ich habe gesagt, wir hätten noch nach ein Amendement, und das ist ganz rezent, das das meinte ich, das war letzte Woche Mittwoch. Wir haben Fertigprojekte, die wird das CIA die Terren an der Schmatz-Urst zu kaufen. Also wir hatten Notesakten letzten Mittwoch. Und das sind 5 Hektar, die wir da an der Schmatz-Urst, die an sich am Plan sektoriell von den Industriezonen dran ist. Und das war eine lange Verhandlung, also schon so mehr wie 5 Jahre Verhandlungen. Und das ist nie sicher, weißt du, wenn ich christlichen Durchspruch das von den Proprietären hat drauf gedrückt und die nicht immer mit den anderen geschwärzt. Ich schon eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie alle gute Format können. Und dann bin man die Note hat auf jeden Fall Tag alle gut präpariert. Auf jeden Fall Verein, die war ganz schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn. Nur 4 Stunden an einer Feier, Mittwoch der Mitte, hat man dann effektiv alles unterschrieben. Ich war auf der einen Seite ganz froh, auf der anderen Seite hier steht 5,8 Millionen Euro. CIA, das ist das Syndikat von der Industriezone. Und am Vierfeld haben wir das auch mit dem Ministerium der Ökonomie aufgeschwert und die Begründung 85% zugesichert beim Kauf von den Terrain und noch nur beim Lotissement. Dann ist okay, gut, das und da müssen den anderen Teil müssen respektiv das so, dass nicht alles als an Plan sektoriell sind. Verschiedene Terrain, die gehen über den Plan sektoriell raus, das ist ein bisschen so ein Wert. An die müssen wir selbst den Preis kaufen, das war nicht not zu verhandeln, weil die schon lang sind. Und das haben wir auch am CIA alles so beschwert. Wir wussten ganz genau, war das ein Teil von der Gemeinde, aber das ein Teil vom Staat. Aber letztendlich ist aber natürlich die ganz große Brocke vom Ministerium der Ökonomie. Und ich nun selber nach eine direkte Mail gemacht an den responsablen Beamten am Ministerium der Ökonomie. Und den anderen Tag kurz Mail ruft mich direkt an, urgent. Weil ich gesagt habe, guck da mal die Suche schnell kriegen, weil wenn wir das votieren, wir sollten den Tag drauf so ein Komitee haben und dann schicken wir dann dem Ministerium der Landwirtschaft und dann 45 steht und nur muss bezahlt sein. Und das steht am Akt, aber wenn du 45 stehst, muss man Zinsen bezahlen, respektive proprietär drauf behalten. Wenn das nicht da bezahlt ist, dann hätte ich gedacht, den Akt null nicht ist. Das ist ganz schwierige Dinge. Dann hat der Beamten aus dem Ministerium der Ökonomie gesagt, so war das nicht zu verstehen, die muss das viel finanzieren, die kriegt wohl die 85%, aber die muss viel finanzieren. Dann habe ich ein Problem, so ein richtiges Problem, weil das Syndikat darf keinen Antrag holen. Ne? Und ja, wir andere Gemeinden, man da die bei anderen Zonen geht die wird gemengt, aber wir können extra gesagt, wir sollen als Gemeinde Vierkastrecht
nicht holen und das Syndikat soll es kaufen. Ja, ich muss dann gucken, lange Rede, kurzer Sinn, wir probieren über das Syndikat ein Linde Präfinancement akkordiert zu kreieren. Aber weil ich nicht sicher bin, ob wir sie genehmigt kriegen oder nicht, das war die Idee vom Claude, mir als Gemeinde kriegen ein Linde Präfinancement akkordiert. Das ist kein Problem. Dafür gebe ich proposieren, die 5,8 einkehr als Depense und direkt noch als Reset dran zu setzen, weil wir kriegen sie, das ist sicher, aber ich weiß nicht, ob sie mal so über das Syndikat kriegen. Ich will das Risiko nicht angehen, dass man ein oder die anderen von den Flaschen nur dann aber nicht tun, aber wirklich lange geschafft, wie sie zu kriegen. Und das, ich fand eine schlechte Kommunikation. Ich habe auch gesagt, ich wäre froh, wenn ich am Vierfeld genau gewusst hätte, weil das nicht neu ist. Mich schwätze doch schon ewig lang davon, auch über Plan sektoriell, und das ist bekannt, dass man Gespräche mit denen haben. Ich weiß nicht, wie weit, ich habe ich so deutlich nicht gesagt, dann, wenn ich das gewusst hätte, dann haben wir das alles am Vierfeld ähnlich gemacht. Ne? Bon. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist einfach so ein ja, das ist 4,7. Ja, über die ganze Montaklot, mir das nicht die ganzen Dinge, weil Flaschen nicht alle gut dran sind. Wir am CIA haben wir ganz genau, mit den anderen Gemengen haben wir genau ein Tableau, war das Paar von den Gemengen, und das war auch eins, weil da geht schon dann durch alle Gemengen abgedeelt. Wir haben 2 Paaren als Gemengeerster und die anderen gut ein Paar. Das ist für die einzelnen Gemengen nicht so viel. Mit dem Budget vom CIA haben wir doch teilweise dran, aber just nicht zeitlich nicht dran, wir sind komplett dran. Wir haben nicht, wir müssen komplett alles auf den Tisch legen und dann noch richtig zukriegen. Und da fährt nicht das Quacket, das Propos für einfach als Fallschirm, können wir setzen als Gemeinde 5,8 dran auf der einen Seite und auf der anderen Seite und probieren parallel die Serie zu machen, wenn die Serie nicht gibt, dann können wir als Gemeinde machen, weil wir kriegen nicht genehmigt. Ne? Das die ganze Montag. Das ist der ganze Montag. Das ist der ganze Montag. Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, wenn man die 50% über Gemengen abgedeelt. Und da tun Gemengen noch auch dran. Respektiv haben wir auch nach am Budget vom CIA haben wir nach 1,5 Millionen im Konto. Das gibt gehen, das ist kein Problem. Das sind einfach die 85%, also die ganzen Dinge haben wir so nicht durchstehen. Ja. Ich bin dazu froh, weil ich meine, das war eine relativ längere Diskussion, und ich weiß von den einen oder anderen Proprietären, wo scheren dann noch mengen den Demino steht bei dem Akt oder den Akt, den anscheinend in muss sollte da hat allem bisschen über den Knie gebracht, aber wenn das gesagt, dann ist froh mir schust, ob ich nicht, also ob der Ton nicht nur etwas gibt, wenn als Gemeng soll Präopol für etwas, was der Bereich in general soll ein Acquéreur sein, als das etwas, also als können wir nicht aufwerden, über die richtige WWC zu machen, geht es wie machen andere Syndikate, geht es nicht die Möglichkeit, dass das Syndikat kann auch kaufen, weil ich ja auch meine, geht es kein steuerlich froh zu bedenken, in dem Sinn, wenn ein Syndikat gibt mit Gemengen der finanziert. Also hast du alles sein Verschluss als Vorwelt wirklich ein ganz großes Sommer, sondern ich meine, dass man da sollen bis an Detail durchstößt. Für das lo als Monument zu haben, was lo ganz kurzfristig ist, was man auch nicht am Voraus kommuniziert konnten, fand ich einfach schwierig, mich so für so chaud darüber zu verteidigen. Also juristisch ist ganz klar, dass auch so gesagt gehen, denn die Plan sektoriell von den Industriezonen können just von den regionalen Syndikaten exportiert gehen. Und das auch ganz klar gesagt gehen, dass den regionalen Syndikat es muss kaufen. Das so gesagt gehen. Just vom Finanzament, der Modus, wie werden die vom Finanzament, das war mir nicht so klar. Und ich weiß aber ganz notamment, weil ich an einem anderen Syndikat auch Präsident bin, weil wir doch schon einmal gefragt hatten, beim Ministerium der Länder für einen Emprunt zu holen, die Grund mal refusiert mit der Evaluierung, die ich aber durchaus verstehen vom Ministerium der Länder her, wann Syndikate Emprunt holen, damit in der Gröven sind Autonomie kommunal von den Gemengen. Es sind Gemengen, die müssen Emprunt holen, für Syndikate zu speisen. Das ist das Prinzip. Ne? Das ziemlich das. Die rechtliche Lage ist ganz klar.
naja, dann gebe ich das. Also das für alles das neutral. Ich schon noch Zusicherung vom Minister der Ökonomie, das plus aktuell, das die Hühner schon dafür gemacht. Sie wissen das und sie wissen, dass sie nicht ganz viel Zonen kriegen und daher ist nur ein, weil der sprangende Punkt von all den Zonen, von allen regionalen Zonen aus den Terrain zu kommen. Und da haben wir endlich fertig gebracht. Und ich bin darüber mega stolz, dass man das hinkriegt und mir das Finanzmente ein bisschen hektisch im Moment gehen. Gut, da gebe ich die 5,8 zweimal an der Wort an den Dingen setzen als Reset. Aber ich meine für den als Reset und dann als Depense. Wenn das mal dann für 5,8 als Reset. Merci. Aber wenn das man dann für auch als Depense extraordinär. Merci unangenehm. Merci. Ich gucke natürlich parallel, aber nein, das selbe genehmigt, wenn nennt ihr als genehmigt wie das hier, dann machen wir komplett wie das hier. Ja, System, ich will nicht, dass das nur irgendetwas so schief läuft. Okay, da tun wir an so einem Budget, das lohnt nicht geändert. Da gibt man eigentlich zum eigentlichen Plan de Resistenz kommen zum Budget, also mit den Amendementen, der Claude setzt tut nach dran, ne? Und dann ist das gut. So, voilà. Ja. An dem Modifikation budgetär, du hast noch einen zusätzlichen Punkt mit dem Search drauf. Ich habe noch nicht nur geguckt, ob das schon am Budget, den wir kriegen, dabei ist. Also de Lück anch kann du méi Explikationune gin. Mä fir an Woche eng Plattform mat Repräsentant vum Minister an Mäten dann an parallel Statistike gesinn fir zu gucken okay, wie mat dann nächste Jahr verfuhren. Mätenlächt eng Ufro gemer fir en halbe Post beizekräen am Zirch, also als Jugendhaus. Den as am Minister net validéiert ginn, weil se an dem Budget nass dat net validiert hunn, dats mir also schon als Repräsentant vum Chefrot du an der Plattform iwwer so, dats man dat dann an eisem Budget gifir fir gesinn, weil der Meinung sinn, dats dat eng Notwendigkeit ass. Hunn seitdem ma aus der COVID-Pandemie rausgin steigen Zwillen am Jugendhaus hunn immer méi jung Jugendlicher, die rakommen nationale macht mé medischer die rakommen. Aber de Problem ist so, dass man soviel Suse hun, dass man net genug Personal hun fir wirklich eng qualitativ Restaurant zu kreen, so dass mir zum Beispiel wann sie dubausen eng Aktivität machen, a wann een Edukateur krank ist, da können sie dat net mehr, weil sie müssen se Jugendhaus zo machen. Mir an der Moyenne de Mond zwischen 500 oder 600 Jugendlicher, die do all der passieren an sowas, so dass der Meinung sind, dass man do wirklich die Equipe renforcieren sollen an man eng halber Tag Edukateur gradué wird dann ungefähr 50.000 Euro also wer dann de Mont weil net wees wegen Ancienität so Edukateur Mathe springt man gesagt okay dann hummer lever bis sputen wen wie das man da auch wirklich deren können opmachen voll mir kind dem Glück vielleicht wird weiter wann dat komplettieren will. Ja, effektiv ist ganz kurz, also das ein Diplomisplatz, die wir ausschreiben wollen, 20 Stunden Basis, wie gesagt, weil im Moment haben wir 2 Volltaschen da und graduierenden Diplome. Aber wie gesagt, wir haben gesehen, dadurch mit 2 Plätzen kriegen wir nicht immer alles so realisiert, wie wir wollen. Dort plus kommen ja mal Kongien, das ist dann also mit einer länger im Haus, und Haus ist schon nicht ganz übersichtlich, das ist, du kannst weiter gar keine Aktivität im Moment gemacht, mit der ich eine gewisse Absicht. Wir hatten noch letztes Jahr den Krankheitsfall. Wir hatten den Diplomisposten, die letzte Zeit waren abgesplickt auf 2x20. Ein davon war paar Monate lang krank gemeldet, sodass man da sonst einen hatte von 40 von 20. Und da haben wir wirklich gesehen, wie sie immer an die Limite kommen. Dadurch, wie den Ricardo so 12 im Moment ganz hoch geklommen sind von den Visiteuren, notamment ab 12, 13, 14 Jahren, war das natürlich erfreut, weil das eine neue Generation, die Rufi ist, die auch dann Mischendeels, das haben wir gesehen, immer lange Jahre treu bleibt.
hat mir gefrot beim Minister schon nu geklappt lächt Jo fir dann fir 23 zusätzliche Posten zu kreieren, was so dass Posten sind kofinanziert zu halten von der Gemeng zu halten vom Minister der Education national. Wie gesagt, dem Minister huet das kurz für der Plattform lolächte Mount mat gedeelt, dass man de Posten net kreieren, weil so gut Budget 4 gesehen nur für an dem Jugendbereich irgendwie Posten dabei zu setzen. Wir renouvelieren als dem Mond natürlich an der Hoffnung, dass man da vielleicht für 24 Posten dabei kreen oder dass der Minister dann zumindest mat bezuelen. Wir hatten do op sie als sich op Gemeng durchkommen für zu frohen, ob sie dann da berät wären, den halbe Posten dann iwwer EU vielleicht integral zu finanzieren und dann eben an der Hoffnung, dass der Minister dann ab 24 gi man Raklammer mat 50%. Da das Pilotement immer gemacht, weil man einfach gesehen hat, man brauche Leute musischen Händeringen to zusätzlich Personal für einfach können da Enkadrement zu machen. Einerseits aber auch die Aktivitäten können zu machen, die auch die jungen frohen und nicht einfach dort Schlüssel opmachen, Tier opmachen an der Sohn kommt, aber mir gucke just eine gewisse Surveillance zu machen, am Gift laufen, das wäre ganz schön. Und ich meine, das eben am Sinn von der Juren der Bestand sich, wo man die Lode Mondfilter machen. Just eng Detailfroh, et waren auch schon 40.000 Euro 4 gesinn, weil dat einfach weil vom Kalkulier dat net gut net heich genug ageschat gouf, weil das ja am Fong just eng Augmentation vu 40 op 60.000 Euro par rapport zu dem, wat mir am Budget hatten. Dat hecht de Posten as am Fong Medaier, wann man 50% rechnen, da muss man méi wie 40.000 Euro 4 gesinn. Ja, das wie gesagt, ich mein, am Anfang war der Posten gerechnet bei den 50%, die Gemenge beilehen. Also da war dann das Gemenge wie wird EU zumindest mal 100% bezahlen. Ja. Okay, da gibt man lo. Also ich kurz über das Budget allgemein Sachen dann Diskussion abmachen und dann gibt man dann zum Wort kommen, ja. Bon, ich will op dieser Platz mal alle Beamten, die diesem Budget beteiligt waren, für op dem Mengesekretär Claude Melchers, warum Receiver Paul Kohn, Chef vom Service Technik an all den Joel Schmalen, da wurde all die anderen Merci so für die Arbeit, die gelesen hast. Budget als etwas Komplexes, das etwas Lebendiges, das etwas schrecklich Dynamisches, das geht eigentlich bald nie fertig. Ich meine, den hätte gerade handeln, kommen immer noch Sachen dabei, dass das immer viel erbecht. Ich will auch der Finanzkommission Merci so für Ihren Rapport, diese zum Budget gemacht haben und noch Ihre Rekommendationen, die sie an dem Rapport gemacht haben. Das Budget 2023 ist ganz in der Linie von den letzten Budget. Es sind keine Überraschungen dran. Wir machen das fertig, was wir angefangen haben. Das nächste Jahr gehen Grundschule, die provisorische Sporthalle und Parkhaus fertig. Das seht ihr noch am Budget. Den Budget rectifié 2022 weist trotz einem Investitionsprogramm von rund 50 Millionen Euro am extraordinären Budget Boni von 3,4 Millionen Euro aus, am ordinären Budget aus. Und wir haben also das Jahr just 15 Millionen Emprunt holen müssen. Dadurch haben wir aber ein negatives Sold von 7 Millionen, den wir mit an das Jahr 2023 ranholen. Und dann haben wir ein ambitiöses Investitionsprogramm von rund 70 Millionen für nächstes Jahr am extraordinären Budget stehen. Und das möchte ein theoretischen Emprunt von 47 Millionen am ordinären Budget, also extraordinären Budget. Und dann hat das Reperkussionen natürlich auf dem ordinären Budget. Das hat natürlich als Konsequenz, dass man am ordinären Budget just nach einem Überschuss von 480.000 Euro hätten. So hätte, wenn man wissen, wann direkt die Fee könnte, dann merkt man, dass man schon am extraordinären nicht das realisiert kriegt, dann macht nicht den Emprunt müssen zählen, die Fee gesehen hast. Wir müssen aber dran setzen, für zu equilibrieren. Den Fonds de Dotation global die Kommunen mit 20,9 Millionen mischt 60% vom ordinären Budget aus an den Impôt kommercial mit 2,9 Millionen 8,3%, also die Summen knapp 70%. Dann ist klar, dass die Rekommendationen von der Finanzkommission für Erfahrungen zu machen, für mehr Einnahmen zu kriegen, aber stark limitiert. Den Hauptdingen, 70% kommen über die dort zwei Dinge heran. Wir können selbstverständlich, wir sollen noch Erfahrungen machen, aber das an der Masse mischt das nicht ganz viel aus. Es gibt also keine Solution Mirakel für die finanzielle Situation von der Gemeinde substanziell zu verbessern.
Wie die Jahre für run werden wir nicht all das Projekt wie geplant durchführen können, an dem noch geht dann den Budget direkt für ganz sicher 2023 besser. Aber das ist klar. An den nächsten Jahren geht der Spielraum mehr eng. Klar, wir haben an die Infrastruktur investiert, von seinen da sind, dann haben wir auch Ruhe. Aktuell ist Schuld bei 52,4 Millionen Euro, mit den geplanten 47 Millionen minus die bezahlten Annuitäten, die am Laufe vom nächsten Jahr sollen noch bezahlt gehen, haben wir dann Ende 2023 eine theoretische Schuld von 94,4 Millionen bei 5.857 Einwohnern, die wir heute ganz genau haben, hat man dann eine Pro-Kap-Verschuldung von 16.117 Euro. Am extraordinären Budget 23 wird ein Gesamthäich von 64 Millionen, just fünf Posten, und die machen genau halt schon aus. Die 5 Decks, das ist die Parking auf der Gare, die nächstes Jahr schon fertig wird, nächstes Jahr mit 11,5 Millionen. Dann ist Schule, die auch fertig wird, mit 8,5 Millionen. Und dann ist provisorische Sportsaal mit 6 Millionen. Dann noch eine Containerlesung für ein paar Klassen nach vom Fundamental mit 3,4 Millionen. Und nach Terrain, Akquisition von Terrain vom Hospice Civil, wo die Camping ist mit 2,6 Millionen. Da sind wir bei 32 Millionen und das sind genau 50% von den Ausgaben. So einfach ist es, also nicht überraschend. Den Akzent vom Budget leider also ganz klar um Fertigstellen von der Schule, vom Parkhaus auf der Gare. Und dann durch Teichwasser kommen die Containerlesungen sowohl von der provisorischen Sporthalle wie auch von den zusätzlichen Klassen dabei. Und die ganzen Teichwasserkonsequenzen werden wir an den nächsten Wochen am Montag mit den Beamten vom Ernte zusammenkommen, weil lang können wir das nicht stemmen. Der Rest ist keine Überraschung, die kann zählen. Ich brauche auch nicht mehr weit darüber anzugehen und ich überlasse das dann der Opposition, weil die machen das immer ganz minutiös. Merci. Merci für das Wort. Ich denke, wir den Zöllen an Karl geht dann auf die politische Priorisierung an. Also ich meine, wenn man sich das Budget am Detail anguckt, da bleiben am Anfang hauptsächlich Sorgen. Das ist auch das, was in Hanno beim Rapport von der Finanzkommission so liest. Sorgen, wie, das muss ich leider so zum Teil unverantwortlich mit öffentlichen Sorgen umgehen, wie wenig eine Alternative geguckt wird, auf jeden allem, wie aber oft intransparent geschafft wird. Ich meine, ich kriege das Gefühl, dass das Leitmotiv vom Chefrat Heinz heißt, après nous, le déluge. Ob die politische Konsiderationen kann angehen, muss einfach einen kleinen Blick auf Zahlen. Und hier eben noch ein ganz, ganz großes Merci der Finanzkommission, die ich mehr gemacht hat, die zusammenzustellen, sodass den auch den Bilan viel mehr einfach kann machen. Also zum Budget Rektifier vom Jahr 2022. Am Rektifier waren wir am ordinären Teil bei rund 31,25 Millionen als Resetten, die geplant waren. Realisiert goufen der 33,3. Bei den Depensen 30,57 Millionen, die geplant waren, realisiert goufen der 29,9. Personalkosten op der Gemeinde sind ungefähr 600.000 Euro an Lot gegangen. Alles an allem gibt der Boni am ordinären also dummer bei rund 3,3 Millionen Laien. Am extraordinären vom Budget Rektifier vom Jahr 2022 waren Resetten an Heicht von 55,22 Millionen geplant. Realisiert goufen der 36,14. Dat wären also 65% von dem, was geplant wäre, dat realisiert gouf. Hei waren Hauptresetten, wie sie gesagt, Subventionen für den Centre Secours, mehr auch Subsidien von 5 Millionen Euro für Heichwasser. Bei den Ausgaben da waren wir bei 79,93 Millionen, die geplant waren, von denen 40 Millionen realisiert goufen, also hei just 60% ungefähr. Also am extraordinäre wäre also ein Defizit von über 13 Millionen Euro. Die Schuld von der Gemeinde ab 31. Dezember gab sich den Zöllen, die man gut laut, damit auf 52,43 Millionen rund belaufen. An Pro-Kap-Verschuldung wir an der Stadt danach damit auf 8.142 Euro geklommen, was am Vergleich zu 2021 eine Augmentation von über 60%. Was das Budget 2023 angeht, da sehen wir am Ordinären,
dass mat rund 34,8 Millionen Euro Resetten nimmen 4,75% gingen klammen, wobei die Depensen aber 15% klammen, an die gingen bei rund 34,4 Millionen Euro leiien. Das wie ein Niverschuss am ordinären von nimmen nach 481.000 Euro rund, war der Rückgang zum Vierjahr von 30% wird. Die Resetten wären fir gesot gin hauptsächlich oder zum kleinen den Impôt kommerzial an dann awer hauptsächlich Dotationen aus dem Fonds kommunal de Dotation finanziär vor rund 20,1 Millionen. Bemerken muss in Hai, dat bei den Depensen vor rund 34,4 Millionen allein Zinsen 2,25 Millionen gifen ausmachen an Annuitäten iwwer 5 Millionen. Dat wären also bald 21% vom ordinären Budget. Zur Erinnerung 2021 loch de Prozentsatz schon extrem heich, aber mat 16,5% nach weit Manner heich. Am extraordinären gesimmer das ma 60,45 Millionen ungefähr Resetten an Resetten erwerden. Havieren der tatsächlich Stammplan für de Budget auszugleichen mit 47 Millionen Euro, sowie Subventionen vu laufende Projekten mat méi wie 14 Millionen an Remenker Subventionen für Heichwässer vun 5 Millionen Euro. Bei den Depensen am extraordinären gesit rund 62,6 Millionen 4, dat fir en anderem Ka vun Terranhäuser, den Parkingar, Infrastrukturbechten an der provisorischer Sportzahl. No all den Zöllen muss zu der Konklusion kommen, die auch die Finanzkommission opgestalt huet, an der geschätzte Schuldestand vun der Gemeng sich op iwwer 94 Millionen Euro gegen belafen. Pro Kapverschuldung wird dann bei 16.000 Euro pro Awohner. Da schwätze mir iwwer enger Augmentationun vun iwwer 180%. Der Stadich nach ihren Taux d'endettement hat sich auch seit 2020 méi wie verdreifacht. Sogur d' Finanzkommission waren führende dieser Situation erseht, dass das ihnen Suge ging bereden. Weil wir wissen alle Schuldig net just Annuitäten, die muss direkt bezahlen, mehr auch Zinsen, die aktuell absolut steile Weh nur sind. Also ich meine, die Zölle sind einfach erschreckend. Allein die Verschuldung von der Gemeinde pro Awohner, an in déi guckt, wie se all Joer die eng Eer vun 32% opgang ass dann 63% der Lohn anscheinend enke 180% op. Man lebt mich mengg muss wer so, dat dat alles ernstnecht wie eng serieuser verantwortungsvoll Finanzpolitik ass. Lo kënnt awer nach besannecht des erschreckendes dabei an dat van dat Zuelen, die man kree jo wie schenkt an schoffen awer dat do eng Explikationun gët net ganz richtig wären. Wenn man hunn eben an dat hunn eng erwähnt, bei der Resetten am Budget rektifié an dem Budget für 23 ungefähr 10 Millionen Euro Subside für Heichwässer. Du hast froh, ob die Subsiden akkordéiert sind, ob sie überwiesen sind, wenn wir rektifier schwätzen. De lächten aus no an der Finanzkommission vom BMH, da wären sie dat net. Und ich mengen hey, wäre dawer wichtig enke de Zirkulär vom Innenminister zu rappelieren, wo ganz klar de Minister seht, dat de just soll de Subsiden an e Budget schreiben, wo den Engagement ferm gëtt, an ganz exceptionell kann in einer schreiben, da muss dat auch so justifiiert sinn am Budget. Und ich meine, das einfach ganz graf, wenn ihr guckt, was das für ein Summe aus von 10 Millionen Euro, was das für einen Impact hat, wenn den sie nicht gibt, viel gesehen. Und ich meine, das ist einfach nicht ganz transparent und das ist auch nicht ganz verantwortungsvoll. Selbst einfach generell oft mit Problemen, wo die Gemeinde damit konfrontiert ist, wo sich oft fragt, wird wirklich viel negociiert, versuchen zu spüren, das schenkt nicht unbedingt immer Priorität zu sehen. Ich meine, den Akkord, wenn ihr letztes Jahr guckt, den zum Beispiel man Promoter soll Fond gehen, was macht die so geht, Frieden Joch als du wirklich bis zum letzten Euro verhandelt gehen, wer den hat keine für die Gemeinde spüren oder nicht. Mengen, dass du Negoziationen nicht mit der nötigen Seriosität gefordert sind. Ich meine, wir leben an unseren Zeiten, privat kennt die nicht, muss in sich da decken und strecken, und das ist effektiv froh, ob man dat machen, froh ass, ob en Alternativen diskutiert, ob en eng polisch Priorisierung mcht, ob negociiert. Mir hunn gefiel, wann man de Budget gucken, dat dat net de Fall ass, dat de Geld bei de opgemerket, mir dat wer net unbedingt, weil Alternativen diskutiert gin oder eng Priorisierung gemerket. Schmengen muss sich einfach grögen um die finanzielle Zukunft von der Stadt nach machen, an den Frieden sich wo dat soll hifeieren, an ich fährte ganz dat kann riecht an eng Mauer feieren. Schmengen das net so wie in eng Gemeng an bon père de famille geriert. An du west wat lo Priorisierung geht an die Einzelprojekte, ich mein, du geht Carol am politischen Denker dober. Just eng Remarke hun überrascht,
bis für 2 Monate ist das matt gedrohen und lo das alles falsch, was du matt gedrohen ist, das ist schon ein bisschen komisch. Und ich zwei kann beantworten. Ich weiß nicht wundern, dass das ich finde, das Fälschchen nicht mit Matro Welsch da oft genug gesagt tun, dass man nicht seriös dummer da umgehen. Ich meine, macht das von den Punkten, wo man wahrscheinlich Millionen Landschnös gelos, wenn man nicht negociiert, wie das soll sehen, auf viele andere Punkten. Und ich meine zum Beispiel den Punkt, an den 10 Millionen als Resetten draufschreibt, das definitiv die nicht akkordiert sind, oder die, wo kein Engagement fermet. Das ist das neu an diesem Budget, das gesagt lo, an dat ass net vun der Hand zu weisen, dat den awer zirkuläre vun den Minister dit Geld zu respektieren. Me wann en sech zur Tradition mecht Ministerieren Dich zu, dat er eng an Frau. Ja, pardon, ich bin erkalt, dafür ich probieren oder durchzukommen. Das ist das letzte Budget von der jetzigen CSV-LSAP-Koalition für die Wahlen an NIF. Du hast es gesagt, in der Linie von den letzten Jahren schon viel drin. Es gilt das Jahr nicht nur auf das Jahr 2022 zurückzugucken, sondern auf die letzten 6 Jahre und auf Käse, die der nächsten Majorität wird überlassen. Aber wenn wir gerade hören, werden die nächstgewählten nicht viel Spielraum haben. Die hat das Gemeng mit der Finanzpolitik, wie den Christoph gerade gesagt hat, unserer Meinung nach bis nach die Mauer rennen gelassen. Stabil und gesund Finanzen war ihr Slogan, mit die Realität sieht ganz anders aus. Merci so aber auch auf dieser Platz alle Beamten, die an der Arbeitssitzung immer eine Antwort auf uns Fragen hatten, an der Finanzkommission für super Arbeit beim Analysieren von den Zahlen sowie auch wie über das ganze Jahr. Als stärkste Fraktion hat mich gefragt, wir können Matze schaffen. Das war aber unmöglich, weil das Budget zu dem Zeitpunkt, wo wir ein Dekret tun, viel gelöscht konnten, nach kein Dokument war, wo ihn hat können drauf schaffen. Es hat nach all wichtigen Zahlen gefehlt. Und finalement, nachdem sie komplettiert war, haben wir bemerkt, dass eigentlich quasi kein Spielraum mehr wäre. Vielmehr hat sich beim Analysieren von ihrer Budgetspropos als Impression bestätigt, dass dieses Budget eigentlich bald ganz neu als seriös abgestaltet wird. Dieses Budget als ganz ist eigentlich nicht vertretbar. An uns ist es wichtig zu sagen, dass die CSV LSAP wie die letzten 5 Jahre auch dieses Jahr allein dieses Budget zu verantworten hat. Natürlich kann ich kleine Elemente, wie wir gerade gemacht haben, mit Amendementen votieren. Wir haben die dann noch mitgedrohen, weil sie durchaus all sinnvoll sind. Mir ist es aber als Pflicht zu sagen, dass dieses Budget als ganz katastrophal ist. Darum ändern ein paar Plustern nicht, so wie wir schon bemerkt. Das Budget trägt seit Jahren ein Birsch von unrealisierten Posten für uns Schier, die den extraordinären Budget künstlich aufbauschen. 2017 47%, weil die ich viel geholt hat, nicht umgesetzt. 2018 51% nicht umgesetzt, 2019 56% nicht umgesetzt, 2020 61% nicht umgesetzt, was aber zu verstehen war während der Pandemie. Mir eben gerade wäre das der Moment gewesen, für seine Finanzpolitik anzupassen. Männer wäre heierns do mehr. Weil heschen, es hat einmal an diese Krisenzeiten alle Posten können auf der Liste holen, wie schon wieder bemerkt, und auch mal etwas wegschlossen, was zwar nice to have ist, aber sowieso scheinbar von ihr nicht realisiert wird. Da ging ich mal eine Idee kriegen, wie viel wirklich wichtige Aufgaben nicht erledigt sind. Mene, dieses Budget ist ein Wunschkonzert von 70 Millionen und das auch noch ohne wirklich politischen Akzent als Meinung. Klimapolitik hat an Ehren an null Priorität. Das habe ich schon letztes Jahr auf dieser Platz gesagt. Wenn wir zurückgucken gehen, hatten wir für das Jahr 2019 340.000 Euro vorgesehen, haben aber nur 150 realisiert. Seitdem stehen nur 200.000 an laut letztes Jahr 200.050 am Budget auf diesem Posten. Mir sind euch bewusst, dass wir seit 4 Jahren ein Budget für das Klimateam draufstehen haben, das wir nicht abbrauchen, obwohl wir die Suche vom Staat gegen zurückkriegen. Das ist die bessere Realität.
Wir haben noch für den Klimapakt von 2015 bis 2022 am ganzen 679.000 € vom Staat als Subventionen gekriegt. Ausgehen hat ihr an dem Zeitraum da aber just 719.000. Das heißt, die hat unter dem Strich an 8 Jahren mal gerade 40.000 € für diese wichtigen Posten ausgehen. Das weist ja ganz deutlich, wie wichtig ist Klimapolitik ist. Auf anderen Plätzen hat die Zuen viel mehr Labor sitzen. Die 2020 gestimmte Klimaresolution war präzis und hat der Gemeinde zusätzliche Hausaufgaben gegeben. Nach 2 Jahren ist nach bald nicht auf den Angriff geholt worden. Wenn eine Motion ihr an Karte spielt, schafft ihr dann 3 Wochen etwas umzugehen, so wie wir es feststellen mit dem Pop-up-Konzept. Teilweise hätten die Amendementer, die für drüber gestimmt gesehen, so wie schon für drüben an unserer Intervention bemerkt, müssen schon seit Jahren unter diesem Budgetsposten vom Klimateam umgesetzt werden. Spätestens nach dem Heichwasser letztes Jahr hat da auch die Anpassung mehr seriös angepackt werden. Sensibilisierung der Bürger, Abschaffen von Risiken, ein Budget für Mesuren im Bereich vom Wassermanagement und im Bereich der kommunalen Infrastrukturen. Gerade auf diesem Punkt können die Klimaanpassung umklammen auf erneuerbare Energien und moderne, inklusive Infrastrukturen gut verbannen. Es geht nicht nur um Informationen für die Bürger, aber auch darum, dass wir erst danach besser aufstellen und dafür muss, so wie auch am Klimapakt vorgesehen ist, auf der Seite von der Gemeinde geschafft gehen. Das muss heute zuerst danach jeder Rang bewusst sein. An der Cheferratserklärung hatte ich vorgeholt, Kreislaufwirtschaft und Anti-Gaspi-Aktionen zu promovieren, haben wir noch gelesen. Wir sehen keinen nennenswerten Schritt in diese Richtung. Als Ressourcen sind begrenzt. Reduce, Reuse, Repair, Recycle als angesagt. Als Gemeinde widmet sich diesem Problem nicht. Wir warten nicht ein modernes Ressourcencenter am Alpha-Weiher. Der Kap an den Sandstierchen schlecht. Viele andere Gemeinden haben investiert und leisten einen wichtigen Beitrag für das sinnlose Verschwenden von Ressourcen zu vermeiden. Es gibt das Foodsharing Osten, mit denen zusammenarbeiten einfach wäre. Ideen gibt nicht genug, Anti-Gaspi-Frigo, Richtlinien für Schulkantinen regional Produkte zu benutzen, mit der Benevolle fehlt und klare Unterstützung. Alles das könnte unter dem Klimatief laufen, wenn man dann das Budget hat und gebrauchen. Los mich noch ein Jahr kurz auf die Wolle Energie zurückkommen, die ja dieses Jahr wegen dem Krieg an der Ukraine von besonderer Wichtigkeit ist. Wir konstatieren, dass auch die aktuelle Energiekrise ihr nicht unzutreiben schenkt, für mehr ambitiös an eine energieautarke Zukunft zu investieren. Wir müssen von den fossilen Energien weg. Spätestens seit dem desaströsen Heichwasser 2021, wo am Stadtkehr überall nur Sud gestunken wird, hätten wir müssen alle Anstrengungen erholen für Alternativformen von Energieversorgung wie Fernwärmenetze, Blockheizkraftwerke am Altstadtbereich zu planen. Wir wissen, dass die nicht überall mit Wärmepumpen nach Photovoltaik eine einfache Lösung kann anbieten, aber gerade da wäre es wirklich wichtig, gewirrscht Gelder für Studien und konkrete Lesungen am Stadtkehr anzusetzen, nicht am Budget zu finden. Zu lang hat erst danach auch als eng von den letzten Gemeinden am Land nach an den Gas investiert. Wir begrüßen, dass auch die davon wilde Wäsche gesehen aber ganz viel Nachholbedarf, den wir eben nicht an diesem Budget herumfinden. Es geht nicht durch, all Jahr 150.000 € an das Budget zu setzen und eine paar Löcher zu machen. Da hat eine Gemeinde auch eine Planungsverantwortung vis-à-vis von ihren Anwohnern. Da müssen die Bürger geholfen kriegen, ihre Energieversorgung neu zu organisieren. Stattdem hat die vom Heichwasser betroffenen Leute mit der Problematik allein gelassen, weil alle von ihnen neue Mazutheizungen gekauft, weil sie keine Alternative gesehen haben. Eine verpasste Chance. Auch erst danach könnt eine Solaroffensiv machen. Ob 1 oder 2 kommunalen Dächer geht definitiv nicht durch. Hier ist wesentlich mehr Budget angeplant gehen, sowohl auf Seite von der Gemeinde wie auch als Incitation für Privatleute.
Gemeng kennt sich mit den lokalen Akteuren zusammendoen, a Privatleit zusätzlich zu den staatlichen Hilfen auch kommunal beim Masutsersatz in der Dämm greifen. Schaffen wir Ureizer, agin als Gemeng Top-Upen zu staatlichen Hilfen für mit umweltfreundliche Materialien zu renovieren. Greifen wir gerade denen sozial mehr schwachen Haushalte in der Dämm, aber begleiten sie für die Energie zu spuren. Was machen wir für klimafreundlich Verhalten zu belohnen, zum Beispiel bei den Vereinen oder bei den Privatleuten? Prime Ökologik, just 25.000 €. Das letzte Jahr goufe just knapp über 16.000 € verbraucht. Für was ist das so? Man weil dafür nicht viel Reklam gemacht hat. Dabei hat ihr ohne viel zusätzliche Budget alle Möglichkeiten über bestehende Kanäle wie die Boot, den Internetseite etc. darüber zu kommunizieren. Daneben sie bemerkt, dass wir diese Posten definitiv an die Lut gesetzt hatten. Die Leute beim Wechsel auf Erneuerbare und beim Energiespuren zu unterstützen, hilft auch, die Energiearmut zu verhindern und preissteuerrecht aufzufördern. Das fehlt an diesem Budget. Soziales. An der Schäferrotserklärung von dieser Koalition hat mir damals das Kapitel Soziales vermisst. Die hat es fertiggebracht aus der soziale Wohnungsbau, die, wenn baut, sowieso gesetzlich vorgeschrieben ist, nichts Menschliches an der Erklärung stehen zu haben. So wie beim Pakt Logement und dem Klimapakt sind wir froh, dass national Weichen auch durch den Pakt zusammenleben gesagt gehen und dass wir als erste nachher Gemeng uns engagiert haben. Wir an den 3 Utieren, wo wir bei Unterstützung vom Minister kriegt, müssen Gemengen aber auch liefern. Wir brauchen eine ganz einheitliche Approche zur Sicherheit, auch zu Erstenach, und da spielt auch Prävention eine große Rolle. Es gibt Plätze an Erstenach, wo wir wissen, dass zu all Stunden es unangenehm ist, Lunch zu gehen. Leute spüren sich nicht mehr sicher in ihrer Stadt. Was hilft uns, ein Pakt vom Zusammenleben, wenn wir kein Geld an die Hand holen und konkrete Mesuren holen? Immer mehr Leute fühlen sich an unserer Gesellschaft am Stachgelos, kommen nicht mehr zurecht, greifen zu Drogen oder gehen auffällig durch aggressiv beholen. Mesuren für den sozialen Zusammenhalt müssen noch am Budget angeplant sein. Hier ist Nullbudget für Arbeit am Drogenbereich zum Beispiel vorgesehen. Verschließt als Gemeng dann und erwartet, dass das Problem sich vom selber löst. Es ist kein Budget vorgesehen für den anderssprachigen Anwohner zu helfen, am Alltag zu kommunizieren, Sprachen zu lehren. Spruch ist nun mal immens wichtig für das Verständnis unter den Leuten. Integration heißt aber auch noch Jung und Alt zusammenzubringen. Geht über so Events an der Gemeinde nachgedacht und ist ein Budget dafür da. Wir haben keinen an ihrem Papier erfunden. Kultur und Tourismus. Wir begrüßen, dass der Schäferrot das Ausschaffen vom Schützen von den Ausgrabungen vom Site von der Marquise professionell hingehen hat. Zu hoffen bleibt, dass die Bürger und das Kulturminister mit auf den Weg geholt gehen, für das neue Gebäude unserem Patrimoine und unserer Kultur gerecht wird. Ein Staat, der so viel Historisches abzuweisen hat, soll sich heute Gedanken machen, wie möglichst viele Leute, Touristen aus dem In- und Ausland, aber auch Schulkinder, einen Abblick verschaffen an unsere Geschichte. Hierfür müssen Museen absehen und mit interessanten Supporten ausgerichtet sein. Wir bedauern, dass die finanzielle Situation heute nicht viel Spielraum wird lassen und dass der Schäferrot das ganze Projekt aufhängig möchte von der finanziellen Partizipation vom Kulturminister. Begrüßen wir auch, dass die Gemeinden den Trifolien und das Festival sowie den E-Lake weiterhin unterstützen. Alle Bemühungen als Staat, kulturell und touristisch mehr attraktiv zu machen, mussten aber nur draußen visibel gemacht werden. Für als Staat zu promovieren, müssen wir als Budget geben für Marketing und das nicht nur am Kader vom Outlet-Shopping und Wandertourismus. Regional zusammenschaffen als Hauptstadt vom Möllerdal begrenzt sich nicht nur auf Membersinn am Natur- und Geopark Möllerdal ORT LIDA. Wir sich mit abbringen an Ideen an Umsetzen an sie umsetzen als gefroht.
All die Jahre hat die Koalition als ihren Schwerpunkt an der Schäferratserklärung und bei den Budgeten die Infrastrukturen herausgestracht. All die Jahre wurden Summe vorgesehen für Strassenbeleg an Infrastrukturen, die nicht abgebraucht sind. Der de facto, dass die Arbeiten von über 3,5 Millionen nicht realisiert sind. Viele Strassen bleiben seit Jahren an einem desolaten Zustand. Trotzdem hat ich das Gefühl, dass immer mehr Chantien zuerst nach sind und unkoordiniert vorbeikommen und die Bürger und die Geschäftsleute die Leben schwer machen. Schon mehr wie einmal haben wir gesagt und geraten, Bestandsaufnahmen zu präsentieren, für einmal ein Listing zu haben von den Strassen, Nebenstrassen und Arbeiten, die nach uns durchkommen. Hier fehlt uns an einem Plan, den auch die Bürger vorstellen. Wenn die Leute wüssten, was könnt wenn nie und drei, hätte man dabei vielleicht mehr verstehst du mich. Natürlich begrüßt man, dass ein Reihe Projekte an Ugriff geholt sind, so wie der Masterplan gar mit der Schule, Sportsaal und Parking. Was man aber nicht verstehen ist, dass nachdem das neue Schulgebäude schon bald fertig ist, lo ob einmal angefangen wird, Masterplan gar zu frickeln. Hier gehen unserer Meinung nach öffentlich Gelder für immer neue Studien verbitzt, und schon fertig Pläne verworfen, was zu unnötigen Mehrkosten wird führen. An erneutsten nicht nachhaltig Überlegung Vitri-Schulen und nicht 30 Jahre aufzurappen, sind wir kritisch und wird ja nach hoffentlich am Gemeinderat diskutiert gehen. Eine starke Bewegung, Masterplaner Bewegung, Autorisationen Bewegung, Chaos ist auch eine Bewegung. An der Barrierefreiheit erkennen wir nicht richtig, wo was gemacht wird. Seit Jahren gibt es ein Budget, aber nicht das gemacht wird. Hier hat Plostoff von der DP dran gepasst. Was sind da Prioritäten? Du hat den Bürger mit abonnieren müssen, stattdessen hat ihr eine engagierte Mobilitätsgruppe nicht echt geholt, gerade so wie beim Velos-Konzept. Logement ist ein schwieriges Volet. Und wir die Gering begrüßen natürlich, dass wir uns am Park Logement engagiert haben und als Hausaufgabe bislang gut gemacht haben beim PAL. Das war von den wenigen Dossiers, wo auch die Opposition mal die Chance hat, sich mit anzubringen. Die vielen Leute, die auf den interessanten und informativen Bürgerabend in Präsenz vom Logementsminister kommen sind, weisen, dass die Bürger beteiligt wollen. Wir vermissen aber noch immer Notwohnungen, so wie ein kohärent Vorgehensweise beim Kauf von Bestandshäusern. Es geht nicht durch, für mit viel Geld Marotbuden abzukaufen. Es muss auch schnell heran investiert gehen und energetisch saniert gehen, für neue Sozialwohnungen zu schaffen. Auch das vermissen wir am Budget. Kommunikation und Transparenz. Der Bürgermeister beklagt sich, dass das Jahr anstrengend war mit der Opposition. Das ist ein Kompliment, das wir gerne zurückgehen. Mit der Kap vom Banque Père de Famille entschuldigt die Decisionen, die wir schon öfters gesagt haben, nicht bis zu Ende durchziehen. Und das Resultat ist nirgend, wie die Christoph hier drin erklärt hat, dass wir öffentlich Gelder zu Fenster rauswerfen, aber auch noch Probleme mit Autorisationen, Verwaltungen und Ministerien haben. Am Budget steht das Stadtmarketing noch immer unter dem Namen von einer fiktiven Echternach-SBL. Fakt ist, dass Trifolien-SBL noch immer ganz untransparent missbraucht wird mit öffentlichen Geldern und kein Wesen so richtig, was ein Auftrag vom Stadtmarketing ist. Eine helle Wul von Aufgaben wie Kommunikation über Baustellen, Wirtschaft, Promotion vom Schäferrot, Organisieren von Brückenfester, Asosfestischen und so weiter. Löscht das lang. Wir sind sicher, dass viel geschafft wird. Mit Frieden sich, ob das der Rolle ist von einem Stadtmarketing, für und allem, weil das Syndikat Initiative und DUKA bislang vieles gemacht haben. Dafür waren wir ja auch d'accord, und wir fanden es mehr wie sinnvoll, dass ihre Subsid an die Lut gesetzt werden. Ein guter Boot ist wichtig, ich so nicht all Jahre. Aber wie all Jahre fordern wir, dass die Boot die Gemengepolitik mehr thematisieren. Überall, auch wenn der Gemengerat abgeholt wird, müsst mehr oder weniger all einzelne Punkte nachlesen können gehen. An alle Parteien können Position beziehen zu ihren Worten. Passiv informieren geht nicht durch.
als ein erster nach Geburt als eine Reklamzeitung für die Schafferrot als Meinung. Und zu guter Letzt, ich komme zum Schluss, nach einem Wort über die Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung ist an ihren Budgeten all die Jahre und auch dieses Jahr eine Nullnummer. Alterem ke Biergerburt, Biergerversammlungen hummer bei der Markis sowie auch beim Pal gesinn interesseieren awer a mussssen eng Priorität sinn. Biergerversammlungen um Heichwässer fir d'Awunner iwwer Tëllefen ze informéieren huet net richchte stattfand, trotz eise vielen Ufroen. Mir schwätzen hai vu grossen Daen, déi vun de Bierger kom sinn. Et ass weder dem Bierger nach dem Gemengerot nach der Finanzkommission Transparenz gebote ginn. Am Budget fën de neichterem. Vill Eerster nach erfroen sech, wat genau mat dee Spende gemach gin ass. Kommissionen sinn och Biergerbedelegung, an ech kann mech hein nëmmen alkeiers wiederholen, dats d'Ofschafe vu verschiedene Kommissionen e grosse Fehler war. Zu ménger Konklusion. Wie am Ufang gesot, dës ass de lächte Budget vun der Liezecher CSV-LSAP-Koalition fir hun Wahlen an mir die Gring humissen do duerger, dats CSV-LSAP-Koalition hi Majoritéit net méi huet, eng Deciioun hoelen, die net einfach war. Eiser Analyse lo, déi mirch lo fir gedroen hunn, mat eisen herbtre Marken, miste mir die Gring prinzipiell géint dese Budget stimmen. Krise forderen, dass sich adaptiert, an dem gëtt dese Budget net gerecht. Finanzen an Verschuldung sind katastrophal. Mir zweifeln sogar, ob dese Budget überhaupt vom Interieur so ugeholget. Mir wann mir géint dese Budget géife stimmen, riskiere mir erst danach a wichtigen Dossien sowie de Bau vun der Schule zu blockieren. Mir hunn als Wähler sowie auch dem Gemengerot von Ufang ugesot, dass dat net am Sinn ass an eisem Sinn ass. Dofir am Sinn vun Eerster nach enthale mir die Gring als des Jahr sowohl beim Rektifier 22 wie auch beim Budget 23 fir net ze riskieren ze blockieren. Merci fir d'Nolästre. Ich wollte just als Klimaschaffe ganz kurz reagieren. Carlos sind ein bisschen enttäuscht über die Aussagen von der geringen Fraktion, die ich am Anfang so nicht wollte. Am Raum stohlosen, ich meine, das Klimateam besteht aus Leuten, die am Anfang ihre Zeit auf und over in ihrer Freizeit für Mesuren auszuschaffen, aber wo man am Anfang gut zusammen schaffen. An Milo Leitbild ausgeschafft, wo du auch mal geschafft hast, ich frage mich am Anfang, ob es gelesen ist. Ich gehe am Anfang kurz darüber an, was da dran steht, was wir alles von Mesuren umgesetzt haben. Ich habe das Leitbild ausgeschafft. Wir schaffen eng am Naturpark Müllerzahl zusammen, was das Live-CNAPA-Projekt angeht. Wir haben an den kommunalen Gebäuden haben wir geguckt, dass wir am Quartier Gare ein Holzhackschnitzelanlage gebaut haben, wo die Sporthalle, die Schule, die Sporthalle vom Nisse alle mit erneuerbarer Wärme versorgt sollen gehen. Wir haben geguckt, dass die Belichtung auf LED geröscht wird. Da sind wir bei rund 55%. Da probieren wir für eine Mesure für die Sachen umzuswitchen, so wie es geht. Wir haben auch geguckt, für da, wo es möglich ist, für zum Beispiel Leute, die mit Solar gehen, für die mit Solar umzuswitchen. Wir haben für die neue Schule geguckt, dass wir eine DGNB-Zertifizierung ausstreben, die wir auch werden kriegen, wo wir können ganz stolz darüber sein, dass das neue Gebäude von der Schule so ein gut energetisch Klasswert holen. Wir haben ein Sanierungskonzept für das Gemengegebäude machen gelassen. Wir haben Zertifikation für die Superdreckskirche, für die Betriebe machen gelassen. Wir haben Solarkadaster aufgestellt. Wir schaffen eng, ganz eng zusammen mit der Energiekooperative Müllertal, was extrem gut funktioniert, wo wir extrem froh darüber sind. Wir haben ein Abfallkonzept ausschaffen gelassen. Wir haben Bioton angefordert. Wir haben sogar eine Maschine für Pellets gekauft.
Dann haben wir den Elektrobus, den Citybus haben wir angefordert. Wir gucken die neuen Autoen, die wir kaufen für die Gemeinde, dass die elektrisch Betriebe gehen. Da haben wir 2 Gefährer oder E-Gefährer am Budget. Des Weiteren gehen wir sogar so weit, dass wir, wie nennt es das, den Steuer, wo die Verwaltung noch nicht begeistert war, für den ob elektrisch umzuswitchen, haben wir gesagt, wir switchen noch die Steuer ob elektrisch. Wir haben geguckt, dass wir die Verlosinfrastruktur verbessert haben. Da haben wir Aufstellanlage gemacht, wir haben eine Wäschstation gemacht, wir haben Ladestationen für die Velo gemacht. Wir haben ein Parkraumkonzept ausschaffen gelassen. Wir haben geguckt, dass wir 30 Zonen angefordert haben. Wir haben was intern, was Gemeng betrifft, haben wir für das Gemengepersonal Weiterbildungen am Energie- und Umweltbereich gemacht. Wir haben Energieseminare für die Gemengenarbeit angeboten. Wir haben Beschaffungsrichtlinien angefordert. Das ist die Bäcker, die wir kaufen, und so, dass alles ökologischer sind. Was Kommunikation und Kooperation angeht, probieren wir natürlich für so viel wie möglich Holz aus der Region zu nutzen. Da sind auf der heutigen Platz aber unserem Fechter einke merci den exzellent Arbeit heimisch, wo wir gucken die Banken, die wir haben, dass das Holz aus der Region ist, das ist just ein E-Beispiel. So dem Thomas Valorei und ein große Merci für die exzellente Arbeit, die möchte. Dann zu der Kommunikation haben wir geguckt, für Filmoventer zu organisieren. Wir haben eine Schachtel mit den Vereinen gemacht, die quasi von allen Vereinen unterschrieben sind. Wir haben für uns 2 Wochen haben wir, Wasserflaschen und Sportvereine ausgedeelt, Bidons. Wir haben Ausstellungen organisiert zum Energiespuren. Wir sind an Schulgang, wo wir mit der Schule zusammen Nachhaltigkeit mit Schule organisiert haben. Wir haben Subsidien, haben wir regional zusammen mit dem Naturpark Möllerdal angeklagt. Das heißt, alle Subsidien an der Region von den Gemeinden, die am Naturpark sind, die nämlich, da sind schon terribel froh, dass das geklappt hat. Wir haben auch eine Etude machen gelassen, was den Recyclingpark angeht. Das geht aber just zusammen mit Rosebud. Wir sind erst nach, wir haben noch nicht die kritische Masse von den Anwohnern für allein einen großen Recyclingpark zu machen. Da haben wir eine Etude machen gelassen, die haben wir auch. Wir werden dadurch demnächst das angehen. Des Weiteren, wir hatten den Klimapark zu Waldböllech, ist okay von nicht nach da gesehen. Ich war die Nächsten, die da waren. Ja? Voilà. Ich meine, der treue Billon, den sich Weise lässt, dann, ich meine, wir brauchen uns auch nicht zu verstoppen. Und ich wäre froh, wenn wir hier gucken, für nach weiterhin gut zusammen zu schaffen, auch mit dem Klimateam zusammen. Wir können nach dem Naturpakt dabei, wo wir auch schon 60.000 € oder 50.000 € am Budget haben, wo den Fechter auch mit dran ist, wo ich mich auch darauf freue, für da Mesuren umzusetzen. Merci für das Wort. Merci auch, dass die PO noch nach Druck kommen. Bon, viel Chiffre sehe ich, weil hier dich ernimmt gehen, wollen wir nach ganz kurz auf verschiedenen Punkten eingehen. Fängt mal am Haushalt Rektifier 22. Das schon gesagt, das ordinäre Budget weist einen ähnlichen Überschuss wie 2021 aus von 3,4 Millionen, konträr zu dem, was angekündigt wurde, 0,6 Millionen. 6,5% mehr Resetten wie angekündigt, an 2,15% Männer Depensen. Kann ich so und hier sind wir einmal mit dem blauen A davor kommen. Hauptsächlich durch Mehreinnahmen am Impôt Kommerzial, 940.000 €, Fonds de Dotation global, 700.000 €, Musikschule, staatliche Subvention, 125.000 €, an Schwammmeisteren, die wir verlehnt tun und anderen Gemengen, war den Gutsaras mit 120.000 €.
Bei den Depensen waren die Annuitäten, die nicht zu Buch geschlagen sind, 1,8 Millionen. Dafür aber ein bisschen mehr und Salären Charge für das Gemeindepersonal mit 675.000 €, die neu angestellt wurden. Für den Gemeinde ist es extrem wichtig, die nächsten Schritte zu erholen, für den ordentlichen Haushalt auf einem gesunden Niveau zu halten, weil hier wird der Cash generiert. Was ein außerordentliches Budget rektifier 22 Uhr betrifft, sie auf zurückbehalten, dass hier 62% von den angekündigten Depensen, was da hier nimmt, realisiert sind. Das letzte Jahr waren nach 82%, wir immerhin 62%, weil an den letzten 3 Jahren 109 waren wir immer in der 50% Mark. Ja, man kann noch mittlerweile den Verteil vom Schafferot besser ein bisschen mehr herangehen, wie später in Not zu stimmen, was nennt ja auch nicht gern gesagt. Wir alle wissen auch, dass Norwegen vom Heichwasser enorm sind für uns Gemeinde und noch einen ganz großen Impact hat auf die Auflage von verschiedenen anderen Projekten. Auch eine Servicetechnik, die an den letzten Jahren schon abgestockt ging, als Hai aus seinen Grenzen gestoßen an hat, wohl oder übel den ein oder andere Projekt müssen zurücksetzen zum Leidwesen von Isebierge. Die Hauptposten, die weggefallen sind, 22 oder nicht teilweise realisiert wurden, der RÜP Campus Gar mit 2 Millionen, Parking Gar 1,5 Millionen, verschiedene Straßeninfrastrukturen, Grund, Rue de Redoute, Hoveliger Burgmauer, Devant le Marché mit 2,9 Millionen, provisorische Sportsaal 3,6, an Campus Gar, wo man gemacht ist wie geplant, mit 14,5 Millionen. Bei den Resetten 36,14 zu 55 Millionen sind es hauptsächlich Domprellen, die nicht gezogen. Positiv zu vermerken, dazu vom Bau vom Centre de Secours dann lo endlich an der Gemengekäse gekommen sind. Die war relativ lang in der Weh. Die staatlichen Mittel wurden bekanntlich mehrlos. Zum Haushalt 2023, was den ordinären Budget belangt, muss ich feststellen, dass die Zeiten 2018-19, wo man nach einem Überschuss hatte von 5,4 respektive 5,6 Millionen rüber sind. Am Mois, dass wir kurzfristig mich schnell wussten. Just für Info, von 2017 bis 22 Januar sind wir von 5.516 auf 5.692 Einwohner gewesen. Also ganz bescheiden. Für 2023 gesagt, Budgetbild relativ nüchtern aus. Ein Überschuss von knapp 0,5 Millionen, was absolut nicht gesund ist. Die Recette liegt um 4,75% gestiegen, während die Depensen um 14,9% abgegangen sind, 14,9%. Ein Ausstieg ohne ganz großen Abfluss von der Gemenge. Ein Plus und Energiepreise, Salären, Chargen, Assuranzen, Zinsen 2,25 Millionen, Annuitäten 4,9 Millionen. Hier erwarten wir als DP eine Verbesserung, dass die 47 Millionen Emprunts nicht vollständig geholt gehen. Wie der Bürgermeister auch schon sagt, bei den Resetten machen die Fonds de Dotation global an Impôt kommerzial längst schon 70% aus. Raison de plus, dass wir in den nächsten Jahren mich schnell wussten. Wo enorm viel Progress gemacht wurden als am Posten Musikschule. Durch die mehrheitliche Partizipation von diesen opischen Gemengen über die letzten 5 Jahre und noch die neue Schlüssel vom Staat, was Subsidien anbelangt. Kurz zum außerordentlichen Haushalt 23, Recette von 69,6 Millionen, ein Plus von 92%, bald das Doppelt gegenüber 22 rektifié. Das soll ihn aber noch nicht überbewerten. Domprellen Läng machen hier schon 67,8% aus. Subsidien sind mit 31% am Budget verankert, 21,5 Millionen. Vielleicht ein bisschen zu viel gutgelebig, zu viel optimistisch hergegangen. Mit Sicherheit werden wir nicht alle Projekte oder werden nicht alle Projekte so finalisiert gehen wie angedurcht.
Wie wichtig sei an diesem Resens beim Chefrot, der Staat muss seine Verantwortung volldrohen für substanziell Hölle, was Teichwasserschied betrifft, okay gepflegt ist. In Gemeng kann das nicht längst stemmen, an erster nach an die Snowbrüche vorausbet Mompich sind die eben am meisten vom Heichwasser das letzte Jahr betroffen zu gehen. Was ist ja auch mit anderen Projekten zurückgeworfen wird. Alles an allem beinhaltet Budget 23, also Dépenses extraordinaire, nicht Revolutionäres. Das ist in Kontinuität für große Projekte, die schon umlaufen sind. Und das Bild wird sich auch an den nächsten Jahren nicht viel ändern. Wo steuern wir hin? Wir sollten uns bewusst sein, dass wann alles so zutrifft, wie angekündigt, was ich nicht hoffe, das ist das Worst-Case-Szenario oder Horror-Szenario, in Schuld von 94,4 Millionen Ende 2023. Irgendwann dann wird 2024, 2025 dann die Route kommen vom Interieur. Und dann muss man den Ball ein bisschen mehr flach halten. Merci von hier auch und Finanzkommission für ihren fachlichen und detaillierten Rapport, nach den Explikationen vom Bürgermeister des 6. Dezember. Und das in relativ kurzer Zeit, wo der Rapport hat müssen vierleihen. Merci. Ich gebe dann der Relais von Mars hin das bisschen mehr generell ob das Budget ergangen. Ich gebe pur Sujeten nach rauspicken, die Eis als DP Herz leiden, an dem wir auch an der letzten Monat a Jahren immer näher 4 Bursch tun. An unseren Amendementen haben wir diese Prioritäten schon rumfand, da das Geschäftsfeld, Parkplätze, Personen mit eingeschränkter Mobilität, Energiekonsumation und Heichwasserprävention. Wir begrüßen ausdrücklich, dass das Punkten mit dem Matstimme von unseren Amendementen auch von ihr alle Guten matgedroht goufen an erwarten als natürlich vom Schafferrot, dass das Punkten nicht nur matt gestimmt, mir auch Terra umgesetzt gehen. Wir haben dafür, das ist vielleicht eine kleine Reaktion auf das, was Carol gesagt hat, wir haben dafür auch nicht proposiert, was nicht innerhalb von einem Jahr umzusetzen ist, wie das nicht mehr nach der Majorität, von der Koalition, ein Jahr 6 Monate, voilà, da ist, haben wir Sachen proposiert, die an Eisen auch noch umsetzbar sind. Weitere Sujets, die mir immer nächst auf 4 Brüche tun, sind die Infrastrukturen an Mobilität dus. Wurde will man aber auch so zu der ersten nach ASBL, die purmol am Budget 23 zitiert wird, der Kultur, eine Geschichte von der Stadt Irstanach an, ganz kurz zum Aufschluss auch noch ein Punkt zum Office Sozial. Ich gebe auf einen 4 Themenblick, ob das Sujet agoen. Der 5. Office Sozial ist wirklich ganz kurz zum Schluss dabei. Eher zu den Sujet kommen, haben wir aber 2 präliminäre Remarken. Als erste Wort zu dem Image von unserer Stadt Nobausen und zu unserer Relation mit dem Staat. Wir hatten Sujet übergreifend ein Jahr mit immens viel schlechter Presse für Irstanach. Mit den Aussagen und Kommunikationen an puncto Markis, mir aber auch eine Relation mit dem Irstanacher Park, den Heichwasserhilfen, Autorisationen für Infrastrukturprojekte wie dem Chauffage urbain, den Aussagen vis-à-vis vom Direktor vom Irstanacher Lycée und so weiter. Sie von ihr als Chef oder notamment vom Bürgermeister einfach zu viel Fauxpas vis-à-vis von den staatlichen Verwaltungen gemacht gehen. Da das nicht nur schädigend für die Relationen zwischen der Stadt Irstanach und den staatlichen Verwaltungen, es hat zu immens viel negative Schlagzeilen für die Stadt gefordert, ob der in Ivergen auch permanent ugeschwert wird, und den Image von der Stadt wird einfach darin gelitten. Das muss unbedingt abhalten und muss nicht Vertrauen mit allen Instanzen abgebaut gehen. Wir sind an den nächsten Monat und Jahren, nämlich mit den Zöllen, die hier genannt wurden und die an dem Budget stehen, ob ein gute Zusammenarbeit mit dem Staat angewiesen. Und dafür kann und darf man nicht, oder darf nicht, so lichtfrankisch, wie das Jahr gemacht ist, das Zusammenarbeit an Eisen auf das Spiel setzen. Die zweite Remarque betrifft Gestion des Chantiers. Hier sind wir schon nach der Bürger wirklich immens unzufrieden und auch da gehen wir als Conseil drauf angeschwert, wir können aber dax keine Antworten geben. Auch wenn wir wissen, dass im Moment viel Chantier an Irstanach sind, also doch
unverständlich, dass verschiedene Baustellen abgemacht gehen, zugemacht gehen und dann ist abgemacht gehen. Und das zum Beispiel wie rezent dann Stauen auf der Lützeburger Straße entstehen, weil einfach Chantier parallel laufen, wo ihn aber nicht wirklich versteht. Und hier erwarte mir an dir schon nach Bierger notamment sich eng mehr seriös an evaluierten Gestion von den Chantieren. Dann zu den Sujeten. Als ich gehe ich auf Geschäftsfelder und Parksituationen an. Wir kommen nicht auf den Shoppingprojekt zurück, das ist am letzten Gemengerot in Extenso diskutiert gehen, soll ja auch recht 2024 Realität gehen. Es gibt aber eine Reihe Voraussetzungen für dieses Shoppingprojekt, die mir am letzten Gemengerot an einer DP-Motion proposiert haben, an der ja auch majoritär mitgedroht gehen ist. Allererst Voraussetzung für diesen Projekt bleibt die konsequent a permanent Abbeziehung von der Geschäftsleitung am Entwicklungsprozess. Ohne hier Integration wird das Projekt nicht gut realisiert gehen. Für ein attraktiv Geschäftsstadt zu sein, brauchen wir aber auch attraktiv Geschäftsstraßen. An der Chefratserklärung von 2017 hat dran geschrieben, dass die Fußgängerzone an auch so eine Rencontre soll reorganisiert oder reaménagiert gehen. Als DP haben wir über die letzten Jahre auch immer nicht gesagt, dass wir als Halagas neu gestalten müssten und auch proposiert, einen Konkurs d'Architekt für das Reaménagement von der Halagas zu organisieren. Außerdem haben wir auch unterstrichen, dass das Mobilier an der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz erneuert gehen. Seit 2018 stehen das Reaménagement von der Fußgängerzone mit Freietüden am Budget. Das sie bis heute leider nicht angepackt gehen und all Jahre mit River an den nächsten Budget geholt gehen. Das muss aber unbedingt gemacht gehen, als Geschäftsstraßen müssen modernisiert und mehr attraktiv gestaltet gehen. Dazu gehört ja doch ein modernen Mobilier. Auch heute steht seit 2018 der Kauf und der Erneuerung von Pubellen, Bänken, Velosständer und so weiter, sowie auch eine neue Sonorisation am Budget. Wird das von all dem umgesetzt gehen? Aber jetzt sind auf dem Marktplatz Beam mit Bänken beikommen, es gehen Stelen auf verschiedene Plätzen und Blumen an der Halagas beigesetzt. Mehr aber leider auch nicht. Das meiste an der Halagas an dem Markt ist noch nicht ersetzt. Das kann nicht an einer Voraussetzung sein, für ein attraktiv Geschäftsstaat zu sein. Und da kann ich noch die Geschäftsleute nicht noch verstehen, die nicht zufrieden sind mit dem, was die letzten Jahre gemacht oder besser gesagt nicht gemacht ist. Weil es kann nicht sein, dass das Reaménagement von der Fußgängerzone der neue Immobilier an all weitere Adaptationen erreicht für ein neues Shoppingprojekt kommen. Erst danach braucht es auch für die bestehenden Geschäfte direkt. Für eine attraktive Geschäftsstadt zu sein, brauchen doch hauptsächlich genug Parkplätze. Ich meine, wir schwätzen immer über den Punkt und das ist wirklich die Voraussetzung auch für ein zukünftiges Shoppingprojekt. Auch auf diesem Punkt das Zensur vom Chefrat echt am Moor. Es sind am Kehr von nach echter Parkplätze weggefallen, also sind noch nicht prioritär ersetzt und erweitert gehen. Die Geschäftsleute war versprochen, am Juni als DP auch immer nächst diesen Punkt in der Strach, dass das Parkhaus auf der Alaga als Eidum Campus Gamis gebaut gehen. Das ist nicht geschieht. Au contraire, das Projekt ist verschläft gehen und zwischendurch soll es ganz ernst auf der Platz gebaut gehen. 400.000 € sind bezahlt gehen für ein Projekt, das im Endeffekt nicht realisiert geht. Das sind so, die es aber an aktuellen Zeiten trotzdem fehlen, für anderwärts zu investieren. Und plus steht Parkhaus ja bekanntlich bis heute noch nicht, und es sind die letzten Jahre wirklich viele Parkplätze auf der Gar weggefallen. Parkhaus ist angeklungen, das ist von den großen Projekten am Budget 2023, das ist eine wichtige Infrastruktur für die Geschäftsstadt Irrsternach, die wir natürlich begrüßen, und die aber, wie gesagt, zu spät kommt. Neben den Parkplätzen auf der Alaga und den größeren Parking rund um Irrsternach brauchen wir aber auch weiter Parkplätze am Kehr von Irrsternach. Da wollen wir als DP nach einmal auf den Ausbau vom Parking bei der Ala Jugendherberge assistieren. Auch diesen Punkt haben wir schon eine Reihe Jahren erfragt. Es sind seit 2018 für dich 150.000 € an die Jahre drauf, sogar 186.000 € am Budget vorgesehen. Trotz dieser Vorgaben ist hier konkret Terra außer Etüden noch nicht viel geschieht. Zweiten Themenblock: Mobilität und Infrastrukturen.
An der Chefratserklärung von 2017 hat die Rech 4 geholt, dans les meilleurs délais Mobilitäts- und Velos-Konzept, das schon 2011 in der DP-Matverantwortung abgestellt ging, als umzusetzen, und notamment Veloswehr am Kehr von Irstand nach anzuzeichnen und weiter Velosständer zu installieren. Das Mobilitätskonzept ist aber immer noch nicht ganz umgesetzt, und der Velo hat an Irstand noch nicht die Stelle wert, den er verdient. Das gesagt ihn auch am Budget. Seit Jahren steht die Umsetzung vom Veloskonzept mit 25.000 Euro am Budget. Die können so und das sind kleine Posten. Aber bis heute sind die 25.000 Euro auch nicht all Jahr mit Riva geholt gehen und nicht umgesetzt gehen. Es war dem nur keine Priorität für den Chefrat und also auch nicht wie an der Erklärung dans les meilleurs délais umgesetzt gehen. Wir brauchen notamment am Kehr von der Stadt Veloswehr, und viel mehr Velosständer, das sowohl für die Bürger wie auch für die Touristen, die auf Irstand nachkommen. Seit unserer Intervention von 2018 zu der Verbesserung von den Infrastrukturen für Personen mit eingeschränkter Mobilität steht außerdem Mise en état des bâtiments et de la voirie pour personnes à mobilité réduite am Budget von der Gemeinde. Initial 100.000 Euro, dann 200.000 Euro. Mit 2018, 19 und 20 sind jeweils 0 Euro umgesetzt gehen, an 2021 gerade mal 11.551 Euro. Auch wenn als frohe nur einer verbesserter Infrastruktur, notamment für die viel älter Leute an Irstand nach sich von ihr gut gehecht waren, als aber auch hier nicht ganz viel geschieht. Das war dem noch auch keine Priorität von ihr als CSV und LSRP. Irstand nach braucht für die viel älter Leute, die bei uns wohnen, auch für alte Leute von draußen, die mit einer Einschränkung hinkommen, aber trotzdem eine moderne und accessible Infrastruktur. Auch das gehört, für auf den Punkt für drunter zurückzukommen, auch zu einer attraktiver Geschäftsstadt. Den dritten Themenblock, Energie und Teichwasser. Trotz der aktuellen Energiekrise und dem Klimawandel hat die letzten Jahre weiterhin auf den Gas gesetzt. Am Platz generell Energiekonzept auszuschaffen, die erneuerbare Energien auszubauen und die Energieversorgung von der Stadt Irstand nach aufzusichern, goufen zum Beispiel an den Ort der Gerd einem neuen Lotissement nach Gasleitungen für 220.000 Euro gelöscht. VTP nach an der vierter Koalition an der Verantwortung war bei der Planung von den Ort der Gerd nach Chauffage urbain vorgesehen. Das für uns dafür energetisch unverständlich und noch nicht verantwortlichen Umgang mit öffentlichen Geldern, das hier bei diesem neuen Lotissement nach Gasleitungen gelöscht gouf. Noch heute ist 220.000 Euro, die als Haut fehlen und die in Haut ernst hat könnten ersetzen. Für 2023 sind weiter 150.000 Euro für Gasleitungen vorgesehen. Viele Bürger wünschen sich hier Alternativen zu den klassischen Masut- oder Gasheizungen, besonders nur im schrohen Heichwasser vom Juli. Also Alternativen sind rar an dem Budget von den letzten und auch am Budget von den nächsten Jahren. Wenn du hast ein paar Sachen angeschwärzt, die an dem Klimateam auch umgesetzt wurden, das ist schön gut, das auch zu begrüßen. Ich meine aber, dass wir generell als Staat als ein Konzept muss gehen, wo man auch die Bürger mehr Möglichkeiten nur alternativen Energiequellen müssen bieten, neben den Sachen, die am Klimateam die echt global für erst nach göllen. Dass man auch ob die Leute gehen, die sich aber ganz viel vorstellen, not um Heichwasser sie immer nächst gefrot gehen. Was können wir da machen, viel nicht weiterhin auf den Masut zu setzen und schmengen, dass man da als Gemeinde Apps muss machen. Rüber zum Heichwasser vom Juli 21 an den diversen starken Perioden, die wir auch rezent nach hatten, das verdeutlichen noch einmal, wie wichtig Präventions- und Schutzmaßnahmen an diesem Bereich sind. Und dafür haben wir als DP am Gemeinderat auch gefragt, dass Teichwasser an den verschiedenen Quartiere muss dokumentiert und analysiert gehen und auch ein Suivi gemacht wird. Das geht unserer Meinung nach nicht halb fertig angepackt und ist mit Frais d'études pour la gestion des crues für 80.000 Euro mit Sicherheit nicht aufgedeckt. Darunter alliiert das der Fakt, dass auf viele Straßen der Wasser- und Aufwasserkanal muss erstand gesetzt oder vergrößert gehen. Das Arbeit muss in dem nur am Interesse von den Bürger beschleunigt gehen.
Am Budget 23 sie Kachten für eine Étude générale du réseau de Kanalisation und auch Remise en état von der Kanalisation, notamment Rabatt 4 gesehen. Das begrüße mir ausdrücklich, sind aber auch heute der Meinung, dass mir generell, was die innerirdischen Infrastrukturen angehen, permanent der Zeit laufen. Hei Pflichtströmer echt, wie das man den Dossier richtig an die Hand holen. Ein feierten Themenblock dreht um Stadtmarketing, Kultur und Geschichte. Das Stadtmarketing ist aktuell noch immer eine Teilaktivität von der Trifolion ASBL. Notamment wird Personal vom Stadtmarketing über das Budget vom Trifolion bezahlt. An der Realität wird das Personal aber nicht vom Trifolion, sondern von der Gemeinde geriert. Das doch Spezialsituation sollte laut Schaffenrotserklärung von 2017 bereinigt gehen. Für sie war, dass eine Analyse von der bestehenden Strukturen soll gemacht gehen, aber auch, dass eine neue juristische Struktur soll geschafft gehen. Die Analyse als gemacht gehen, die Gemeinde hat dafür 40.000 € bezahlt, und nach dieser Analyse hat ihr als Schaffenrot die Schaffung von einer Ächter nach SBL proposiert. Wir haben als DP detailliert Position geholt par rapport zu dieser neuen Struktur und noch diverse Propositionen gemacht, aber das nie zur Schaffung von dieser ASBL kommt. Seit dem Budget 2021, das heißt am dritten Budget nur steht das Projekt erst nach ASBL trotzdem noch immer am Budget. Am Budget 2023 geht insgesamt 10 Mal jetzt von der ersten nach ASBL mit Depensen von die 400.000 €. Es gibt noch viele Depensen an dem Projekt erst nach ASBL. Es gibt das ASBL aber noch immer nicht. Für was? Weil die an Eisen an diesem Dossier eine Responsabilität nicht geholt hat. Und damit los dir die juristisch ganz kurkelige Situation von einem Stadtmarketing, den theoretisch zum Trifolion und praktisch zur Gemeinde gehört, einfach weiterlaufen. No Motto, das schon gesagt ging, après moi le déluge, das ist an Eisen an nicht richtig und nicht seriös und das ist auch kein Fair Play vis-à-vis von einer nächster möglicher Koalition. A Punkt der Kultur hat die Regierung der Schaffenrotserklärung von 2017 vorgeholt, die Realisation von einer Maison du Patrimoine an der zu fassen. Die Archive von der Stadt Dirster nach dem Hospice an anderen historischen Archive können regroupieren. Dieser Punkt von der Schaffenrotserklärung wurde nicht an das Budget gepackt. Das ist sich nicht zu verstehen, dass sie das mal nicht abgeworfen hat, seit den historischen Entdeckungen an der Petite Marquise an der Proposition von der Kulturminister die ganze Sit zu klassieren. Für uns als DP war schnell klar, dass mit den Vestigen die Fond kaufen, dass es dafür eine Chance bietet, für ihr schon noch als älteste Staat vom Land mit seiner Geschichte und seiner Kultur nicht mehr in Evidenz zu setzen. Jüdisch sogar initial gegen die archäologische Constat gestimmt. CSV wollte initiale Projekt festhalten, die LSAP alles mal zutippen. Mittlerweile hat ihr als Schaffenrot DP-Position überholt, will Vestigen an ein adaptiertes Projekt integrieren. Am Laufe vom Jahr 2022 wurde eine spezialisierte Firma beauftragt, eine Reihe Propositionen zu machen, wie man das, was Fundginers an ein neues Projekt integrieren können. Das begrüßen wir als DP und sind noch gespannt auf die Resultate von diesen Arbeiten. Für uns also bleibt es wichtig, dass das, was Fundginers, die Bürger, Visiteuren und Touristen dann erst danach muss visibel und accessibel gemacht gehen. Mir schon ein paar Mal gesagt, dass heute zum Beispiel den Touristinfo mit einem einem Ausstellungsraum kennt, hinkommen und das Jung an all auf dieser Platz auch einen Abblick an als Geschichte und Kultur kreieren sollten. Dann noch ein letzter Punkt zum Office Sozial. Wir sollten eigentlich an diesem Budget einen Posten für eine Chargé de Direction dran haben, den wir schon lange annonciert haben. Die Gemeinde Großbad Montpech hat auch diese Anpassung an ihrem Budget gemacht. Das heißt, die Gemeinde, mit der wir zusammen Kosten drohen, hat das überholt. Diese Posten also nicht beikommen. Ich sehe das heute noch nicht als ein immens politischen Dossier. Ich meine, dass eigentlich Konsens besteht, dafür verstehe ich es nicht. Ich hatte das gesagt, Ricardo, weil es gerade nicht unbedingt großpolitische Divergenzen beinhaltet, verstehe ich es nicht, für was man hier administrativ nicht fertig tun den Posten einfach noch beizusetzen und den Herrn müssen no stimmen. Just noch zum Schluss 2 Bemerkungen. Die letzten Jahre hat sich ein bisschen angebürgert, dass nur den Oppositionsinterventionen nicht reagiert zum Budget. Bon, ben, du hast das
revidiert von der du sech gut, weil eigentlich kann ich noch darüber diskutieren, wat man so. Und wir sind noch nicht unfroh, für mal dir zu diskutieren, über das, was wir als Reaktion noch bei Budget haben. Hoffen trotzdem, dass wir aber die Kultur von der Diskussion aber auch nicht am Budget einkehr wollen abkommen lassen. Auch gibt es Interventionen, und das schon von den Grängen gesucht gehen, Propositionen, die man machen, nicht abgegriffen an die Berichte von den Gemeinderatssitzungen, die am Gemeindebuch erwähnt gehen. Bürger gehen damals an Eisen an, nicht korrekt und nicht komplett informiert. Auch das muss sich unbedingt in Zukunft ändern. Wir enthalten als SDP beim diesjährigen Budget, weil als Amendementer mit abgeholt werden, das sind Punkte, die uns wichtig sind, weil wir als DP auch noch nicht angesehen, dass wir große Blockagen halb Jahr für die nächsten Wahlen wollen machen. Voilà. Ich vielleicht ganz kurz soweit zur Reaktion von einer Seite. Also, die schwätzt immer ganz gerne ganz lang. Und wenn wir auf all die Punkte nachgehen, da gibt es noch mehr lang. Letztendlich bleiben Divergenzen. Du hast Meinung, meine Meinung. Dafür freue ich mich, ob das wirklich sinnvoll ist. Also ich diskutiere gerne, mir Heinz zufrieden sich auch, was das den Nutzen von der Diskussion. Aber wo ich nicht ganz mal d'accord bin, dass die Bürger nicht mitgeht, was hier lebt. Von 100 mehr von der Pandemie und von 100 mehr, das hier filmen, sie viel mehr Leute, die mitkriegen, was hier geschwärzt wird, und sie können wirklich am Detail noch gucken. Das ist viel besser, wie irgendetwas aufgeschrieben. Also so, deren Proschluss ist da wirklich nicht zählen. Also das machen wir, das wird nicht viel Gemengen, aber die Bürger, die Fälle machen, die können das aber wirklich am Detail noch gucken, wie was sieht. Ich meine ganz kurz. Das ist schon eine gelungenen und trotzdem interessanten System. Wir haben eine gemeinsame Basis, die wir dann probieren zu interpretieren, und das Fernsehen, wie weit von dem wir trotzdem sind. Ich bin froh, wir können den Budget mitstimmen, weil der reflektiert die Kontinuität, die wir 4 Jahre gestartet haben, und das reflektiert für Normen, die gut gelegt haben. Wir setzen wirklich nach einer Schiene, wo meiner Meinung Lebensqualität ganz hoch geschrieben wird. Sie wird an einem Bildungs- oder Sportsauftrag von den Campus Gar gesagt, als das wirklich ein Projekt, das wirklich modern und gut an unseren Stadtbild passt. Ich denke auch und abordablen Wohnungsraum, die mir seitdem wir hier an der Resultat sitzen, wirklich seriös gepackt haben. Dafür kann ich just staunen, wenn ich verschiedene Reprochen höre. Aber natürlich wird jeder sein Point de vue drauf. Und trotzdem will ich gerne betonen, dass wir für die nächsten Generationen hier nach mat prägen durch die Investitionen, die natürlich ganz seriös sind, aber die an Eisen an eng Zukunft reflektieren, die mir für nach wollen. Ich gehe aber just auf einen Reproch ran, die ich nicht so an dem Raum kann durchlösen, und ich gebe das nicht als Reproch definieren, mehr als eine grave Akkusation. Ich kann nicht mehr hören, dass wir als Chefverrat oder als BMister gibt Sachen vertuschen oder dass wir als über zirkulären Giffen raussetzen. Der will ich einfach nicht so stur lösen. An der Zirkulär, den allgemeinen Rakuten, also am Passus 3.4, Passus an den Schlesischen Verkehr 4, für das Südrhein einfach nicht denken, mitkriegt, für die es vielleicht nicht mitkriegen. Exceptionnellement, des aides prévisionnelles, mais non encore confirmées par écrit, peuvent figurer au budget en recette avec une justification appropriée aux commentaires budgétaires. Wenn den historischen, dramatischen an Jahrhunderten Heichwasser keine Exception ist, da verschiedene Journalen. Das ist nicht just für uns eine Exception, sondern auch für die Regierung. Die haben einen Pot von 50 Millionen Euro deblockiert, für uns eben an der zu greifen. Aber wenn das keine Exception ist, da weiß ich doch nicht.
Aber das sei ein ganz komplexes System machen. An Schlussen doch nicht gelten, dass wir nicht an nur Kontakt mit staatlicher Verwaltung sind, weil gerade heute probieren wir wirklich zu gucken, dass wir so nur wie möglich, also so sehr wie möglich und die Suche kommen. Aber sie haben eben so Forfait ausgerechnet, wo wir fertig Rechnungen müssen rausschicken, für das wir ohne Subsid also kommen, so dass man nicht just wie muss rausschicken. Wir für allem Rechnungen anhand von den Rechnungen kriegen wir dann Subsidien ran an mir probiert man den Devien, die man hätten eben ein ganz realistischer Montant dran zu setzen für so viel wie möglich von dem gemeinsamen Pot zu kreen. Also das an gut nicht übertrieben aus mir wirklich eng Rechnung aus, wo man so probieren als Kächten so man wie möglich mit dem Heichweise zu belächten. Das wollte ich einfach so am Office Sozial, du hast absolut recht. Also du sind an dem Budget für nächstes Jahr das nicht viel gesehen. Also ich hatte im Cludet auch gesagt, das aber so, dass verschiedene Artikeln am Budget so kleine Sternchen haben. An die kleinen Sternchen, ich gucke just wie den fahrischen Termus. Das für die Gemeng eng Depense obligatoire. Das heißt, all Käse, was so Sternchen am Budget ist, als den Depense obligatoire, sodass ich nicht unbedingt muss den richtigen Monat beisetzen. Aber natürlich stimmen normal hat engem Charge Direktion, weil wir das definitiv brauchen für eben mehr modern, aber qualitativ, an dem für viel sozial zu schaffen. Voilà, das wollte ich just noch ein Kehr gesagt haben. Jean-Claude Kindet wird. Ja, ich finde die Opposition da noch ganz gut no gelauscht hat. Herr Origer gesagt, après nous le déluge, das ist am Anfang falsch, das avant nous le déluge, was letztes Jahr passiert ist. Wenn ich so null gucke, nur erst null lauscht hat, am Anfang geholt, die Amendementer von erst, die kommen auf Detailfragen oder wenn ich die gering hält, das einfach an, sie wollen das eben auch nicht uppacken, nur wie mir auf den großen Projekten gibt es gar keine Diskordance, das heißt, dass alles an Dynamik gestimmt geht. Und ich will ein bisschen den Bilan machen von der Koalition, die auf 2011 zurückgeht. Das heißt, das ist dann schon 11 Jahre zurück, nach dem Theo. Als Koalition, Le Rouge et le Noir, die haben sich da als Aufgabe gestellt, die erste nachher, also die Stadt erst danach weiterzubringen. Und die Arbeit, die wir an denen 12 Jahren machen, das ist eine Evolution, die Zukunft von erst danach für 30 Jahre wird weiterbringen. Die Arbeiten sind natürlich ausgebremst gewesen. Durch 3 Evenementen, plus oder minus schlimmer. Das Schlimmste war natürlich die Inundationen vom letzten Jahr 2021, was als Konsequenz wir haben eine Sportzahl, eine provisorische Sportzahl von 8,5 Millionen, die wir nicht gebraucht hätten, die aber Leute, die man aber müssen bezahlen. Wir müssen eine moduläre Schule, die Lehrer bauen, auch 3 Millionen von der Vitri-Schule, die Futias für sich nicht zu schwätzen. Das zweite Evenement, was das gebremst wird, Mann, das war natürlich Covid-Epidemie avec dem Couvre-feu 2020, das ist auch keine Sache gewesen, die Projekte, wie gemacht hat, das Projekt mich schnell weitergehen. Und dann, mein Dada, das ist natürlich Marquise, Fuyen an der Marquise. Ja? Darauf komme ich noch zurück. Bilan von den guckt, von den eben über die 12 Jahre guckt, was alles ja nicht danach geschieht, dass ich gehe mal auf die Zeit vom Theo zurück. De lotissement alle Verweier, de Centre de Secours, de Centre de Recyclage, de Parking Jörg an den Pavillon See. Das sind alles Sachen, die nach einer echter Koalition kommen sie von uns. Und da allein der Zweite, wenn ihr guckt, die Rekonstruktion von der Petite Marquise, das 2016 als Kauf geht. Das war nach die erste Koalition, und dort da geht. Die verschiedenen Häuser, die man kauft tun für Logement sozial zu machen, Carly Shields und Delsens Haus. Die große Decision, die gefallen ist in der Dice, das war für die Schule auf der Gare, den Campus auf der Gare zu lösen. Aber wenn ihr euch erinnert, von für 6 Jahren, da war man noch nicht gesagt, dass man eine Piscine auf der Gare machen. Wir haben das fertig gebracht, dass man ein Holzsportiv an eine Piscine, an eine Schule geben auf Ex-Gare kreiert. Corollaire davon ist natürlich die Gare, die den Busgare transferiert ging an den Breil. Das ist eine Decision, die von uns kommt.
An der Ökonomie man natürlich geguckt, für den Kommerz zuerst danach zu relancieren. Projekt, wo man ja Läschke drüber, den man Läschke aufgeschwommen hat. Und das Projekt dann natürlich nur für die nächste Koalition da leid. Das ist das und denen für zu dezidieren, dann wie es weitergeht. Zur Aktivität kommerzial, bon, wir haben der Bürgermeister hat es gesagt, und der Schmerz ist, da sind die Terrain lokal gehen. Was für eine Schlacht hat man Konzept Mobilität 12, Transfer von der Garde, Parking résidentiel, also auch während dieser Koalition gemacht gehen. École de musique d'adaptation von der Partizipation financière von der Kommunen. Bon, man versucht ein internationales Festival von der Musik zu retten. Wir haben versucht See, das Wasser am See, das zu zertifizieren für oder bei ein Jahr dran zu machen, das haben wir auch fertig gespurt. Wat den Ausbau vom Spidol den as go dat den Avantprojet detaillé den as lo laufen die Wand vom Camping die das Korolär do vunner der gesieht also dass immens viel geschafft gehen. Bon, natürlich den finanziellen Handelsspielraum den schmölzt an der Reset ordinären wat können man machen für du besser zu stohlen an Zukunft, wenn sie nicht kostendeckend schmengen hat alle Gute schon gesot. Zahlen die noch an Lut beim Servicetechnik so gut wie an der Administration. Die soziale Wollege da ist auch immer Medaille leider mit dat muss eben so sehen. Kulturlohn an Kultur da kommen auch ein bisschen auf Marquis zurück. Wenn ihn nur das Budget vom Trifolion hält an die École de Musik. De Budget für die Kultur von der Stadt Irstanach, das so rund 8 Millionen, man denkt ein Reset von 3,8 Millionen, dann nur Sold von 4,2 Millionen. Das heißt, wenn man dann Dépense general holen, das ist 12% von unserem Budget. Der Moment. Und da könnte man Kies, Novetus, Nutzungskonzept, einen Schutzbau von 3 bis 8 Millionen, Personalbedarf, den bis auf bis op 8 Leiit können opgoen. Ich meine, sie ganz schaufrisch op bei Staat. Ob Troll die erste nach Hai zu Lützeburg spielt, en kulturelle Rolle, en historisch Rolle. Me wann in Diva will spielen oder Prinzessin muss spielen, dann muss ich noch die nötigsten Finanzen tun. Das auch in der nächsten Koalition dafür zu dezidieren, wie es weitergeht. Und da sind wir beim Kommerz. Die Lateinerin die wissen, dass die Cato immer gesagt hat, Ketterum Kensio, Carthaginam, die Ländermesse. Bon, es sind nicht die Cato, es sind die Straße. Wir sagen, solange wir das Problem von der Marquise nicht gelesen haben, wird mir kein Oplegen von Kommerz zu Irstanach kreieren. Marquise, das ist Gangrän von Irstanach. Punkt, das geht durch für mich. Das ist das. Merci. Ja, ich wollte aber vielleicht kurz vor wenn Jean-Claude gesagt machen da war so noch ein bisschen de Bilan von einer Koalition, die wohl seit 12 Jahren am Amt eine Schmenge von den als Budget guckt, das war aber immer den Kontinuität, die du gespielt wird. Ich meine Millionen verschiedene große Projekte umgegangen, notamment der Campus K. Ich meine, das war eine absolute Notwendigkeit für eine neue Schule zu bauen, da sind wir alle gut in eins. Wir probieren zu gucken, ob ein selbigste Campus alles hinzukriegen, sowohl Schule wie auch Sportsinfrastrukturen, die notgedrungen zur Schule gehören, wie auch laut Maison Relais, die bald integriert wird. Ich meine, das sind natürlich Decisionen, die muss ich holen, die Budget enorm belastet für ein Gemeng von unserer Größe an über Jahren raus. Ich meine, da sind wir alle gut eins drüber. Da kommen natürlich ein Previewen. Ich meine, da das immer so viel. Bei so großen Projekten brauchen immer Kleinsachen zu sehen, die viel anderen. Wir hatten aber der wir nicht vergessen, 2 große Krisen, das war der Covid, wo einerseits natürlich Retarde kommen sind, dann hat man die Verschwemmung, die natürlich den ganzen Dossier eigentlich im Kopf gehalten hat, weil er sich gefragt hat, tun wir die richtigen Decisionen getroffen, aber wie können wir eins gehen, für die Projekte zu einem guten Ende zu bringen, mit all den neuen Kontrakten, die kommen sind. Wir müssen eine Sportzahl, eine Piscine, die nicht mehr zu gebrauchen sind. Wir müssen relativ sehr gucken, für mal Ersatz zu kriegen, zumindest für eine Sportzahl.
das natürlich schon dass eine krumm gepasst wie so muss man die Sportzahl an Piscine der Neubau 14 mit das aber nur eng absolut Necessität die muss gemacht gehen an dann hast natürlich wann ihr seht mir dann kommen wir überlegen denke wird der ganze Campus als der die richtige Decision kann man eventuell Sachen ändern der Mensch hat aber auch de bon père de famille wohin die Gedanken sich machen muss an net einfach gesot get die ändert andauern der Plan an dodem den Zeit an noch de Kachten die fortlaufen schmenge so derfen die Sachen och net ugoen. Die Koalition spengende Budget spielt trägt dat die investiert eigentlich wie die Jean-Claude doch so in Zukunft aber wir doch nicht gesucht generant Lebensqualität von den nächsten nach Bierger mir zu Deel jozente lange Retare bei den Infrastrukturen no dat darf man nie erst den an verleieren. Ich kann mich erinnern wie man Koalition gestartet hat dann die Decision geholt mir verkaufende Stromreso du hast gesucht gehen mein Gott immer Tafelsilber von ihr nach verkaufen. Der Tafelsilver hat keinen Wert von mir gesehen Chantien die laufen haut nach für die Reso immer stand zu setzen. Das hat ein Gemeng erst nach allein nie gepackt. Also sind wir auch bei anderen Sachen immer im Hand dran. Das eben so versuche ich immer die Retaren abzuholen. Mehr wie gesagt, wir haben auch limitiert Moyen einerseits was Finanzen angeht, dürfen wir auch nicht vergessen. In einem gewissen Sinn limitiert Moyen was Personal angeht. Wir haben die Leute, die wir haben, und die schaffen auf ganz viele Projekte, ganz große Projekte und da ist es ganz klar, dass man den einen oder den anderen Projekt dann eben in den Tisch fällt. Das natürlich schwer immer wünschenswert, können den zu 100% die Projekte realisieren, die viel gesehen wird. Und ich denke, wir wissen alle Guten am Leben können immer ernst, wie ihn denkt. Und da sind natürlich immer Projekte, die zurückfallen, aber wo ihr natürlich könnt so, ja, da wohl sollten das machen anstatt das toten. Das immer kann nicht immer alles ernst machen, kann nicht immer alles besser machen, das ist ganz klar. Wir schwenken also die Prioritäten gesagt, gehen Prioritäten waren einerseits Schulinfrastrukturen, durch die Überschwemmungen mit all den Konsequenzen, Sportinfrastrukturen, die mussten gemacht gehen, was eng von den Prioritäten waren. Und das auch noch immer das Logement, schwenken wir immerhin doch der Gerd lotisiert, Mittelgrund als lotisiert, wir haben als Gemeng auch an Investitionen gemacht, an Wohnungen, Häuser abgekauft, die renoviert, für auch dann zu sozialverträglichen Preisen und Leid zu kriegen. Ich meine, das sind die großen Prioritäten, die wir hatten. Aber wenn ihr wisst, dass man die großen Lotissementen, die am Laufen sind, werden natürlich auch in den nächsten Jahren da wo dazu klammen, was immer zuerst nach zu Diskussionen gefordert wird, mir war da Mensch auch am Sinn von erst nach was mein Leid heißen, was auch das Potenzial von Klient für als Kommerzen do as für als Restauration an so weiter spengen dat der wir eben auch nie aus den Anfang verleieren. Wie gesagt, wir hun ganz viel Projekten ugeleiert spengen das gesot gehen wir hatten de Motto eng Staat a Bewegung an Schmenge mir sie gut a Bewegung kommen mir ganz viele wir gelegt mir schon auch ganz vieles realisiert. Wir haben natürlich auch Akzente gesagt für die nächsten Jahre, wo die nächste Koalition, wie auch immer sie soll sein, sich auch muss drum müssen, das ist ganz klar. Ich meine, das ist eben auch der Bon Guerre, dass ihr seht als Politik, ich will den Akzent auch setzen, für vielleicht die Zeit, über die Zeit raus, wo ihr selber noch kann Decisionen treffen. Wir schmengen aber schon, dass wir immer probiert tun, zum Wohl von der Stadt erst und nachher noch zum Wohl von ihren Einwohnern zu handeln und dann auch dementsprechend viel zu gehen. Das Lochpummel gesot gin ha ja die hut verschiedene Sachen hat miss méi machen not van schere Lo mat der Energiekris as dat jo ganz aktuell Thema du gëtt viel gesot du gëtt doch viel geschwert Gemeng mis du méi an Sachen an Hand holen. Ich will auch dofläche opmerksam machen, dass du enger Gemeng auch ganz schwierig ass fir do wirklich Akzenter zu setzen. Wann den auch eigentlich nationale Niveau nicht richtig gesagt von Politik geht. Ich kann mich erinnern, für eine paar Jahre sind Leute nach incitiert gehen, für ein Holzheizungen zu investieren, für Pelletsheizungen zu installieren. Mittlerweile gehen die ein bisschen verdeifelt, loget gesucht, investiert der Wärmepumpen, wobei ja mal dann das auch gesucht gehen, als erste nach Assad nicht so evident für überall Wärmepumpen zu machen. Geht gesucht, dann investiert dann Fernwärme, mehr Blockheizkraftwerk. Ich kann aber nicht heieren auf Basis von was für eine Energie das soll gehützt gehen, weil Gas will man nicht, Holz will man nicht. Ich frage mich eigentlich dann, mit was soll man dann die Blockheizkraftwerke durchhützen, für Fernwärmereso zu machen. Und das sind mal Fragen, die ich dann auch mal gerne von der Opposition will beantworten, für mal konkret dann mit Propositionen zu kommen und zu sagen, mit das sind Lesungen, die für erst danach spielen. Da das ein Stadt war noch zu Umwirkungen nur zum Budget, die wie gesagt am Mengen an der Kontinuität von einem Budget für Drohleid,
an Schmengen och Politik widerspiegelt eben fir so mir gewisse Prioritäten gesagt, die immer zum Wohl von der Stadt nach solle sehen und zum Wohl von ihre Bürger. Ich mengen Theologie reden dat gesucht wat de wollt so und ich wollte just nach Engsach für aufschließen so ich refuséieren den Reproch dat man net an bon per de Familie wat de Sohn nimmt und das einfach eng Frescheet von selbst gesucht gött wat mir he machen das sicher an bon per de Familie das alles wo man geplant hun hummer gut evaluiert wat gemacht und dat Sache schiefgänge sind das net vor 4 zu wissen. Und da muss halt mal Kurskorrekturen machen. Das ist nicht im Nachhinein das immer ganz einfach kritisieren. Wenn man muss am Anfang etwas planen an Decisionen hören, da muss man das mal machen. Also ich akzeptiere dann einfach nicht die Reproche, dass wir nicht am per Familie schaffen. So, dann haben wir noch 2 Worte zu hören, dass das Budget rektiv für 2022 und das Budget 2023. Ich kenne die Wahl zu nennen, weil sie sich schon pro Mal gesagt haben. Das Budget rektiv 2022 am ordinäre Budget 3,4 Millionen Überschuss. Und dann hat man von Grund 21 nach 2,9 Millionen, das ist am ordinären dann 6,3 Millionen auf der anderen Seite. Und noch da das gesagt ging am extraordinären Rektifier waren 13 Millionen. Aber man dann die Plus von 6 Millionen am ordinären Riverholen, da bleiben immer noch die 7 Millionen Ivre Stimme muss man drüber holen. An die doten Zölen mat den doten Zölle gebe ich dann den Budget rektifiert zum Wort stellen, wie hast du mal nachverstanden. Aber wen enthält sich dat 5/6 4 6 Enthalungen. Und da kommen wir bei den Budget 23 auch die Zölle genannt gehen am ordinären just eng knapp 5 Millionen Ivrisch. Am extraordinären plus Boni mit dem dicken Emprunt von 6,8 Millionen, dann haben wir die 7 Millionen von dem Rektifier 22 Madriver, das sind die 7 Millionen, sodass an sich den extraordinären sich egalisiert, also mit knapp 135.000 Euro Mali, aber wenn wir den bei also Boni vom ordinären holen, dann haben wir Boni definitiv am Budget 2023 von 332.000 Euro. Da gebe ich den Budget 23 zum Bordstelle, wenn du dafür. Aber wenn enthält sich, dass dann dieselbe Stingen 5 dafür und 6 Enthaltungen. Und damit ist dann der Punkt los 2.8. Wir hatten 6 Punkte für drunter dabei. Da kommen wir bei Informationen. Ich habe keine Informationen. Nee, nicht direkt nicht. Gut. Da kommen wir bei Question, dass die geringe Fraktion hat pur Fragen. Ja, merci. Just 3 kleine Fragen. Die erste Frage geht über die Friedefeier wie Alkeas auf dieser Platz für und dem Jahresende. Wollen wir fragen, wie wir umgehen mit dem Friedefeier, weil wir wissen, dass die Feierkörper, die durch Privatleute aufgeschossen gehen, aber erstens mit Luftqualität, mehr aber für allem Sicherheit und auch deren da drinnen leiden. Und dafür geben wir uns eine klare Position wünschen, nicht mehr spät wie heute. Haben wir im RTL gesehen an der Lust von den Gemengen, die sich gegen die Friedefeier ausschwätzen, steht auch erst noch an der Lust. Das heißt, was bedeutet, dass 2021 schon länger 60 Gemengen sich klar gegen die Friedefeier für Silvester positioniert. Und das geben wir uns auch wünschen, dass das Jahr eine Änderung, ob du eine Änderung geplant hast am Sinn von Mensch, der an Umwelt, aber das dann wieder dagegen umgeht. Also ich weiß nicht, wo die RTL und die Informationen könnt diese Dinge setzen. Also wir haben ein Polizeireglement. An dem Polizeireglement, das vom Friedefeier geregelt, menges Wissen zum Gemeinderat Polizeireglement nicht geändert, also ist das selbst wie die Jahre für drin. Froh wir dann, dass mehr Polizeipräsenz den Ofen da ist, weil wir wissen ja aber alle Guten,
dass auch letztes Jahr aber viel zwischen den Häusern aufgeschossen gehen ist. Voilà, gëtt do protokolléiert, gëtt oder schon net am Boot geguckt, steht bis am Boot, dass zu erst danach wirklich verboten ass. Also wie gi man do kannst du schon net das net verboten net gesot de Polizeireglement dat tut dir an das net verboten, das ist limitiert, ganz stark limitiert fir eng Zeit. Das net Verbundenheit zu nach. Mir hunn schon dat erklärt hun extra. Mit der ganzen regional vom Müllerdal hat mir extra Reunionen an dat man an alle Polireglemente von allen nopisch Gemengen dasselbe stohlen hun, weil dat Reunion mit der Poli dat sie schwer wann mal durf ein anderes Reglement ass. An du hummer dat Konsens gewircht, dat sind unbedingt eise persönliche Wëlle gewircht mir Konsens gewircht, dat man iwwer dieselbe Polireglement 100 ganz stark limitiert. Von kurz 12 bis kurz no ich mein, 20 Minuten limitiert an dann as het fertig. Dat ein Eisenpolireglement dat an allen nopisch Gemengen genau selwich dran. Okay, dann just dareinkeiert nofroen par rapport zu der Etude vun Novetus, du hast lo schon pumol drüber gespart gin. Und du hast als froh wenn dass Member vom Gemengerot das Viergestalt kreieren, wenn die Bierger das Viergestalt kreieren. An der Biergerversammlung mit der Kulturminister Astropiegewiese gehen, dass ihr schon nach Matzinge Bierger mis dem Projekt stoen, wie stellt ihr dann dolo de partizipative Prozess für, aber sind die nächste Etappe. Den partizipative Prozess dat war dat wat Novitus gemacht und dat Resultat wat sie gemacht und dat aufgrund von der Partizipation Novitus mit allen Akteuren geschwart. Wir hatten noch Biergerforume, wo sie auch dabei war, dass wir Ideen dorankommen sind. Und das Resultat von dem Ganzen, das ist der partizipative Prozess. Wie gehen wir schon Mühenrecht, also wir hatten für Freitag von einer Woche oder für 2 Wochen haben wir da eine Videokonferenz kurz vorgestellt, also schon recht letzte Woche Dokument gekriegt. Das war eine Unstimmigkeit bei ihnen, den hat gemeint, hat mir geschickt den anderen kurz recht letzte Woche an mir hun direkt Kontakt mit Kulturministerisch abgeholt, mit dem Kulturminister. Ich denke, dass sie ganz wichtige Player dran sind. Wir wollten das hier nicht viel greifen, nicht irgendetwas diskutieren, aber von dem her gucken, was Kultur, also Rendezvous so schnell wie möglich am Kulturministerium zu kreieren, mit Novitus, dass sie auch ein Viergestalt kreieren. Und da wollte ich zusammen mit dem Kulturministerium gucken, wie wir dann weitergehen. Das war durch unsere Überlegung für Leute zu machen, immer über schon ein unbewusst oder bewusst breit getrippelt und dann vielleicht ein Gefähr accompli geschaffen, das wollten wir das dann nicht machen. Und so sehr wie wir die Rendezvous haben, am Kulturministerium hoffen, dass am Januar kann stattfinden. Und da gucken wir zusammen, weil das Kulturministerium an dem Dossier einen extrem wichtigen Player ist, wie wir was als nächsten Schritt machen. Ich gesagt, an Finanzen sind 4 mögliche Pisten dran. Und dann soll den es bezielt, letztendlich auch ein bisschen mitschwätzen oder zum guten den bezielt dafür. War dat als Approch für dich den oder zu machen. Ich wollte mich vielleicht dann nun die Freude unhenken. Ich meine, wir vielleicht ganz interessant, was man dann bis als nach Renke gibt, den aktuellen Stand von den Fuien kommunizieren, wenn sie nach Renke gibt, dann zu den Gemengerot an Bild setzen. Ja, das können wir auch machen. Also wir hatten zufällig die Mitte für 2 Stunden, ein bisschen mehr. De Mitte wat man dann bis wenn man mit dem Nopisch Projekt, also den Commerzprojekt war eine Reunion mit INRA, also auch den Direktor und dann auch dem Minister der Digitalisation, den zuständig ist für war gut Jung, also ein bisschen für Deblockagen lasst gehen. Also da hat man dann bis nur nach hat man eigentlich kurz gefragt
hun die Informationen krit mehr effektiv können wir ganz gerne machen. Also sie am plus sie will auch gerne wissen, wie wat bei Novitus reis kann man denken, dat man die Reunion wat wann die as dat sie och du sie auch ganz fische Players dann machen wir dann effektiv die Präsentation von Novitus am Gemengerot mat dann bis materialen Erkenntnisse. Die sind nämlich schon ganz spannend. Ne, den zwar net. Voilà, dann zulächter froh haut das auch schon vun de Pop-up-Store gespart gin, wat man jo auch schon mi oft immer thematiséiert hun ha am Chef am Gemengerot par rapport zum Shoppingkonzept. An am Wissen, dass dat aber muss professionell ugepackt gin fir eben Leerstand zu füllen an op Motion hin vun der DP hu der lo dem Stadtmarketing van Stadtrich verstanden hun den Obtrag gin fir we das virken bis sehr aber ein Kampagne op Been zu stellen. Die soll am Januar 4 gestalt gin an Flyer der Tumalo an den Newsletter von der Wirtschaftsgespräche gesehen, du schwissend, ob es ein Schreibfehler ist, ob jeden Fall ist es unglücklich, wenn der Schreibfehler ist, schon probiert, nämlich ob die Link dort zu kommen, und du findest nicht, da steht nämlich erst dann nach LU Popo-Up Store. Popo-Up. Ich weiß nicht, ob es also ja, ich wollte nicht weiterchecken, ich wollte just, also ich wollte eigentlich so was auf jeden Fall du sollen Leute hier Kandidatur rausschicken, das heißt, wenn noch kein Krit tut, dann also vielleicht du wennst an wie will du 4 gehen, könnt ihr du eigentlich kurz so ein wat du de Plan sollt gemeng sich muss sich du nicht einer professionell Hülle fühlen, a wegin Kriterien für die Auswahl festgelöscht oder aus der noch an der Planung. Genau, das ist an der Ausschaffung Millionen just für Wirtschaftsgespräche einfach mal den Flyer auch intern selber gemacht, ich muss eine zweite Person bei Marine das gemacht, wenn du Schreibfehler das ist gut kein Problem, das noch gut nicht lanciert, mir noch Kriterien, mir bei der Stadt Lützeburg nur gefroht, weil sie schon Erfahrung damit an das Marine effektiv, weil dort nach Ausschaffen hast mir noch gesagt, tut kein Wert für die führende Feierdicht zu machen. Wir machen das no. Das heißt, am Januar ist das dort fertig und ich mengen das Marine, das tut nicht kritisch, mit Rechtsspruch mit von der Stadt Lützeburg. Und dann lancieren wir das recht. Das ist noch nicht lanciert. Also das gesagt, wir haben an den Wirtschaftsgesprächen immer gesagt, wir geben das dort aufgrund von der Motion von der DP, geben wir das dort ausschaffen. Wir müssen einfach kurz gewissen, wie die Flyer Kind ausgesehen. Und das wird am Januar gestartet, final, wenn die Kriterien auch klar sind. Und dann hat Marina proposiert oder gefordert, ob hat Kind die Koordination davon machen, da geben die Demande noch bei ihm zusammenlaufen aufgrund von den Kriterien. Das ist noch nicht alles ausgeschafft. Das geht an den nächsten Tag oder Woche also 4 Feier fertig gemacht, dann ab Januar wird das lanciert. Okay, Sie sind vielleicht noch froh. Verkriegen wir. Da soll ich vielmals merci. Und ich hatte schon gesagt, wir gehen nach erst zu gehen, alle guten die nicht gegen das Budget gestimmt und die für Madi zu gehen.